Madame Beißel, ja, den Herr Moser, schönen aber schon gesehen, steht just von der dir, mais non, aber du. Madame Mert, ja, ich selber auch, den Herr Radu, ja, den Herr Goldschmidt, ja, den Herr Bauer, ja, den Herr Benoit, ja, Madame Camarda, ja, also sie hast du Bass, ich wundere dir. Den Herr Galles, ja, den Madame Brümmel, ja, den Herr Boissante, ja, Madame Kahn, ja, Madame Käufer, ja, den Herr Philippa, ja, Madame Arendt, ja, den Herr Back, ja, Madame Costantini, ja, Madame Milche, ja, Madame Afonso, ja, den Herr Weidisch wird sich exkusiert. Nicht, Madame Costantini, ja, ist nicht, pardon, nicht. Madame Bortolini, ja, den Herr Bieber auch noch nicht. Madame Müller, ja, den Herr Werner, ja, Madame Branca, ja, und den Herr Costa, ja. Wir sind en nombre, wir können also als ein Ordre du Jour aufhängen. Und die fängt mit einer Séance non publique an. Merci.
No, noch nicht. Es gibt nicht so viel Durchstrich. So, können wir aufhängen. Da fangen wir mit dem 5. Punkt von Morde Joron, Frohen von den Conseillen und den Schafferrot. Und eine erste Frage aus der vom Herrn Costa über das Reaménagement von der Rue de Stavelo an der Rue des Tanneurs. Herr Costa. Ich muss merci, Madame Meestisch. Wie ihr um Internetseite von der Stadt Lützburg lesen könnt, gibt das Projekt für ein Reaménagement von der Rue de Stavelo zu Weimarskirch an der Rue des Tanneurs am Parfendal, die also beiden Nord- und Südende quasi vom Lavaldspark sich befanden. Da gab es am Oktober letztes Jahr eine Reunion dazu mit den Anwohnern aus der Gegend. Das Projekt sieht vor, dass die nationale Velospiste im Moment durch den Park geht, soll deplatziert gehen an Rue Stavelo. Weil im Moment auch ein Konflikt gibt am Park zwischen Velosfahrer und Fußgängern. Durch moderne Filter soll eben dafür sichergestellt gehen, dass die Velosfahrer können sicher dann über Rue Stavelo fahren. Am Niveau von der Rue des Tanneurs soll der Park mit groß gemacht gehen und noch Verkehrsberuhigungsmesure kommen. An einem Brief vom Syndikat d'intérêt locaux aus dem Hafendaler Siechenhaft vom 1. November 2021 haben wir eine Reihe gemacht, Rekommendationen zum Projekt gemacht. Soweit ich informiert bin, haben sie aber keine Retour gekriegt, ob den Courrier, dafür hätte ich eine Reihe Fragen dazu. Sie haben proposiert zum Beispiel, dass die Pente, die im Moment an der Rue Stavelo, wenn ihr vom Perfendal aus könnt, dass die soll geguckt werden, die mehr niedrig zu machen bzw. aufzuflachen, weil es im Moment über den 6% Leute, die eigentlich vom Mobilitätsminister als Limit präkonisiert wird. Sie haben noch proposiert, dass ihr könnt Panoen installieren für die Geschichte von der Platz vom Siechenhaft, also die Leute zu informieren. Genauso war auch an ihrem Projekt oder an ihrer Proposition die für den Teil, wo heute der Park ging, auf der Seite von Pafendal bei der Ölzucht, für den wie flott zu aménagieren, für das von dem geringen Espace kann profitieren, und auch für Parkplätze ernst zu aménagieren, für durch eine mehr Sicherheit zu schaffen zwischen denen, die an den Park füllen, und denen, die sich anderweitig da abhalten. Da hätte ich dann eine Reihe Fragen dazu. Kann der Schafferrot ein paar Informationen geben über die Retouren, die Code bei der Informationsversammlung, die am Oktober letztes Jahr gab. Was für eine Mesure gaufen die Remarken, die Propositionen, die vielleicht abkommen, sind integriert an das Projekt vom Reaménagement. Was für eine Suite, weil den Propositionen und den Rekommendationen gehen, die das Syndikat Initiative proposiert wird, sind da vielleicht auch Changements im Projekt, du wennst nach 4 geholt gehen. Zum Beispiel wird Pont von dem für die Cyklisten nur geht von dem W. Und wer das den totale Coût von dem Projekt an wie sollen dabischen Ugoen an wie sollen sie fertig sein. Dann noch ein letzte Frage, dass also nur der Rue des Tanneurs am Weimarskirch, wenn ihr weiter Richtung Norden fährt, könnt ihr an Rue Raspat. Und da hat mein Kollege François Bönner schon 2022 einen Propos gemacht, für dort eine Velostraße zu machen mit einem modellen Filter. Wir wissen, dass die Charakteristik von der Straße perfekt ist, für das zu machen. Da wäre ich froh, ob die Hauptposition vom Schafferrot ist, für das umzusetzen. Und was für die Lehen, wenn sie das da wollen, so irgendwie so eine Œuvre gibt konsiderieren. Ich sage nicht merci. Merci auch, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Bouermeister, und merci auch dem Herrn Costa für die Frage zum Projekt an der Rue de Stavelo, respektive das, was wir hier alles für haben. Muss ich wissen, dass das ein Chantier ist, den hauptsächlich bedingt ist durch Infrastrukturarbeiten, die wir innerirdisch müssen machen. Und das heißt Wasser, elektrisch, und wie gesagt, das Serco, der fragt dann bei all den verschiedenen Interessenten und wen du eventuell auch innerirdisch etwas machen. Und darauf sind, kommen dann Ideen, respektive darauf sind, gehen wir dabei Bürger, und das tun wir, wie das richtig gesagt hat, letztes Jahr am Oktober gemacht. Und wenn so ein Projekt
soll gemacht gehen, dann hast natürlich auch direkt an den drunter geguckt, was geht oben drüber gemacht, weil Steuer auch übrig oder auch geht, dass ihn dann noch oben drüber sollte etwas Neues machen, der Zeit aufpassen. Daraus hat es dann ergeben, dass man den PC, die Velospiste, über DW feiern, für nicht durch den Park zu fahren. An der Reunion, weil das gefragt hat, als an sich eine größere Zustimmung kommt. Die Leute waren alle gut zufrieden mit der Lesung, werden wir an der Reunion tun. Hauptsächlich auch, weil kein Durchgangsverkehr mehr gibt, wie das die Straße so ist. Das ist aber klar bewusst gewesen, dass du auch einen gewissen Punkt hast, die aber nicht mehr hoch ist wie weil wir schaffen. Und dass durch die Elektromobilität das auch kein größeren Hindernis dürfte sein. Darauf sind nur der Reunion und Service angefangen, hauptsächlich für innerirdisch für darum zu schaffen, wie das soll auflaufen. Und selber stand auch für oben drüber. Wir haben es schon mal drüber, sind also darüber basiert. Und noch wieder das richtig gesagt, dass Anfang November ein Brief vom Syndikat kam. Schule dann nicht die das Syndikat da gut hat oder nicht, das gucken ich aber gerne noch, weil für mich wird klar, dass das Syndikat eine Antwort gut wird, weil ich weiß, dass alle Servicer dort zur Stellung geholt haben. Unter anderem auch, wo ich eine Frage vom Service d'Hygiene dabei für Container in den Wäsche setzen, und die haben das auch am Detail analysiert und sie leider zur Konklusion kommen, ich resümiere das für nicht eine Stunde am Gang zu sein, wir sind zur Konklusion gekommen, dass das nicht machbar ist. Sie hat das, dass da, wo es soll hinkommen, auf den Parking, dass da ein Wasserkollektor ist von Schmutzwasser, und dass den da müsste geregelt gehen, dass die Entrée und Sortien da nicht gut wären. Dann hast du einen anderen Platz geguckt, du hast Überschwemmungsgebiet, wo eng von den Monten am Anfang vom Schafferrot generell für zu gucken, so viel wie möglich die Pubellen innerirdisch zu machen. Aber sogar, wenn man es auf der Platz nicht innerirdisch machen, sieht das Service also nach Welt nicht die richtige Platz für sie. Den Service Voirie und noch Konstruktion, den hat auch geguckt, an seine Analyse gemacht, hauptsächlich, was die Stützmauer angeht. Und hat eben dazu gesagt, wenn so ein Mist gebaut ging, da wäre der Gabarit nicht breit genug, also nicht disponibel, aber Gabarit dafür eine Piste cyclable zu machen, die mindestens 3 Meter breit wäre. Dazu gibt mit der Reduktion von der Breite, dadurch, dass die Stützmauer nicht mehr durchgehen, für ein Achse von der Service d'Intervention, von der CRL, vom Service Park, vom Hygiene, an der Voirie, auch vom Stredings, wären dann nicht mehr möglich. Wieso, das sind Avien, wo Anfang des Jahres schon von Service gekommen sind, dafür, wo wir mal davon ausgehen, dass auch ein Brief rausgeht wie in den Syndikat. Dann hat auch noch für die Entrée an den Park an einem Eisstoffhaus, weil wir da mal mit Barriere schaffen, dass den Velosfahrer nicht mehr direkt da racken. Mit Ziel soll der aber sein, und wir gehen davon aus, dass wenn die Arbeiten gemacht sind, dass 99% wahrscheinlich von den Velosfahrern auf dem PC werden bleiben, weil das den schnellste Weg wird sein, sodass es für uns am besten wäre, wenn kein Velo mehr durch den Park fuhren. Panneau explikativ über die Geschichte, ja, das sind wir auch ganz positiv, da muss man mal da Koordination kulturell gucken, wo in das kennt en place setzen. Und dann hat auch noch gefragt für Transportstraße, die wisst, dass wenn es den Erbestelle, die da sind für die Innerfeierung, da wo Zugbarriere fortkommen, dass Transportstraße ein double sens am Moment ist. Und dass wir da wollten aufwarten, bis die Chantier fertig sind, wie dann ein zu summen an einer Kommission mit den Bürgern zu gucken, was wir mit der Straße machen, was am besten ist für die Straße. Und plus, war viel mehr
Durchgangsverkehr Lodo als fir zu gucken, wer das do am beste gebrauch, für das es für all Usager die bestmögliche Solution wäre. Wie gesagt, das wird man gucken, sobald den Chantier do fertig wäre. An nächste Question ist dann, ob sie den Brief der Crew tun oder nicht. So nicht, merci. Merci. Wir kommen dabei eine nächste Frage von der Madame Merth über die Mutilation genital. Madame Merth. Also, wir haben alle gute 4 Wochen an der Zeitung gelesen, dass UNICEF Zahlen rausgehen, hohe Schätzungen, dass ungefähr 2300 Mädchen und Frauen hier am Land eventuell sexuell verstümmelt sind oder menaciert sind, verstümmelt zu gehen. Das war klar, dass das Heischrechnungen sind aufgrund von den Leuten, die hier bei uns emigrieren, wo dann der Prozent ausgerechnet wird per rapport zu der Envergure, die das Problem an diesen Ländern hat. Néanmoins ist das ein Thema, das mich schon immer als Journalistin beschäftigt hat. Und ich kann mich erinnern, 2011, wo ich Chefin gesehen, da war ich selber konfrontiert mit 2 Mutilationen. Das war damals nach der PPSM. Den Herr Federspiel, den man dazu gesagt hat, wir haben das dann natürlich auch prozedural und bonne du Form weitergegeben. Das hat mich aber immens alarmiert. Und da hat man auch Initiativen, die uns geholfen mit der UNICEF, Depliant und als Personal ausgedeelt und Schulpersonal und Education und Edukativpersonal. Und wo ich die Zahlen gelesen habe, ich mich aber gefragt, wie sind wir aus Stadt Lützeburg hinter dem gegangen? Wir haben ein Service Medizin scolaire. Im Prinzip gehen da alle Kinder gesehen. Wir haben ja viele Kinder, die aus Ländern kommen, wo die Praxis leider gibt. Und ich fand, dass eben so Service Medizin scolaire aber ein gut Platz ist, wo auch so Familien an hauptsächlich Mädchen können geholfen kriegen, aber vielleicht zur Zeit kann gesehen gehen, ob ein Mädchen eine Gefahr ist oder ob etwas geschieht ist, aber die kann für das machen dann dem Moment. Und dafür wollte ich mal fragen, eben wo wir da stehen und ob da mehr genau Sachen gewusst sind. Merci. Merci, Herr Galles. Ja, merci, Madame Boyer-Meester, noch merci, Madame Merth, für die Frage. Ich fand es auch so wichtig, und wie den Rapport rauskommt, kann ich die Frage ganz gut nachvollziehen, die da stellt, weil ja ein Gefahr an den Raum stellt, ein Risiko, dass eben tatsächlich die Zölle so hoch kein Sinn gibt, das wahrscheinlich die Zölle ein bisschen an den Kontext gesagt, wie sind dann nur die Leute, die dann tatsächlich auf Lützeburg kommen, weil dann Heischrechnung ist. Und dann haben wir darauf sind bei der Medizin scolaire auch noch gefragt, wird ganz recht, dass Medizin scolaire für uns an dem Sinn eine enorme Chance ist, und die kennt ja Dr. Vandel auch selber persönlich, und die wisst auch, was für ein integer, an gut stark Person das, also was für ein immens gut abgestandenes Service das, dass man die immens Chance und das eben als Kanada gesehen und hat alle verschiedenen Hinsichten, an das eben noch die Service ganz reaktiv ist. Wenn etwas wäre, dass sie können also auch die Kanner helfen, die Ältere beraten oder auch dann eben Prozeduren untermauern für den Fall, wo das nötig ist. Das ist mir wichtig, dass du heute so noch gerade, weil dir mal der Markt vorstellt, wir wissen allen zwei, wie gut du geschafft hast an dem Service von der Medizin scolaire, wie wichtig dass sie für uns sind, wie dankbar, dass wir sind, dass sie da sind. Dr. Vandel, also seit 10 Jahren an der Responsabilität an Süd-Genfert oder Süd-Eisel-Schäferrot Genfert, dass er an diesen 10 Jahren keinen einzigen Fall hat, wo seine Mutilation genital festgestellt hat. Unter denen kann eben die do Lernsch kommen, das heißt, die kann zwischen 4 Jahren und 13 Jahren, wenn die sind eben am 6. Schuljahr, am 4. schon ein bisschen mehr alt sind, wie Kolleginnen und Kollegen, muss ihn dabei wissen, also die Medizin scolaire gesagt, kann regelmäßig, und aber ob ein standardisiert weiß, dass das auch vom Gesetz geregelt wird, wo genau passiert, da wie zu passieren hört, dass ja auch immer einen gewissen so, man muss eine gewisse Sensibilität, gerade bei der du froh, wie eine Mutilation genital da feststellt, das geht ja nicht einfach so, muss ich reinker gucken, das heißt, dass man ganz viel Fangerspitzegefühl unzupacken, und auch da muss ich suchen, dass wirklich als Service genau das Fangerspitzegefühl du mitbringt. Und dann ist es auch wichtig zu wissen, dass all die Kanner, die neu an das Land kommen, egal was für ein Alter, und das sind ja dann die von der Vermutung her höchstwahrscheinlich
nach Eichter betroffen wäre von der doter Problematik, dass die Kanner immer einen Delay von 3 Monaten, nachdem sie am Land gekommen sind, von der Medizin skolär gesiegen an einem sogenannten Examen médico-skolär, egal zu welchem Zeitpunkt das am Jahr ist, immer am Delay von 3 Monaten. Und die Konsultationen gehen noch so weit, dass an dem Moment auch dann eine Arbeit von informationer Sensibilisierung für die fundamentalen Rechte von den Kanner auch gemacht vis-à-vis von den Eltern, weil eben gerade bei dem ersten Examen die Kanner immer von ihren Eltern oder Tuteuren begleitet gehen. Herno, mich spät kommen sie mit den Klassen, aber dort den ersten Examen, den das eben, oder die erste Sicherung ist immer mit den Eltern zusammen. Wann etwas kommen, wenn man eine Prozedur für den Fall, wo der Evaluanke 4 kommen, dass es 4 festgestellt gehen, da wird eine Prise en charge immédiat gehen, und zwar mit einem Relais hin zu den Autorités judiciaires natürlich, da muss das signalisiert gehen, und dann auch die Struktur des Soins spezialisiert, also medikal, psychologisch, das ist so ein Netzwerk, das aufgebaut ist. Und, weil eben dann die Kanner auch über die Jahren immer regelmäßig gesiegt von der Doktor oder vom Service Medizin skolär, kann ich auch das Suivi machen, noch gerade wann es keinen Sinn, dass es kulturelle Gründe vielleicht das Risiko mehr hoch ist wie bei anderen Kannern, ohne irgendwie zu stigmatisieren, da sind wir so ganz ähnlich so dran. Den Service von der Medizin skolär hat eine ganz enge Kollaboration mit den Akteuren von der Santé, das heißt mit den Doktoren und mit den Spitälern, mit dem Parquet, mit dem Jurenparquet, und dann noch mit den Organisationen, so wie die so genannten UNICEF natürlich, dafür und allem, natürlich, da besteht eine ganz direkte Kollaboration, die auch in diesem Fall eigentlich wirklich nötig und wichtig ist, für dann auf die Einzelsachen zu antworten. Und da geht es auch von der Medizin skolär hier schon eine ganze Reihe von Aktionen für Prävention und für Sensibilisierung, sowohl bei den Kannern wie auch bei den Enseignants. Und zwar gibt es den Atelier von der Education sexuelle et affektiv. Und ich meine, die Text wahrscheinlich auch an all den Jahren dasselbe steuern wie ich. Es gibt ein enormes Besoin für die Ateliers durchzuführen. Es gibt eine enorme Intensität an den Ateliers, auch weil Kanner ganz viel Frohe mitbringen, auch teilweise Unsicherheiten. Und die können genau an den Ateliers beantwortet gehen. Dann ist sie ganz, ganz froh, dass wir das in unseren Schulen haben, dass du formiert Personal, externer dann oder intern dann noch nach, also wenn Dr. Fandl da selber mitgeht, eben an die Schule gehen und eben noch mit den Leuten schaffen, mit den Kannern schaffen. Und da gibt es auch eine Formation kontinue vom Personal, besonders von, auch bei den Infirmieren, aber bei den Assistenten sozial, wir auch die an gewissen Services schaffen, zum Beispiel bei den Kreischen, auch bei den Foyers Skolären haben wir eine ganze Reihe. Und dann eben noch gibt es einen Échange von unserer Medizin skolär auch mit der UNICEF rund um den Rapport. Was mir aber auch nach wichtig ist zu sagen, und den Maurice Bauer hat mal erlaubt, dass er Numm zu sagen, ist, dass dann mit Mackel chargé à l'égalité des chances als auch ein mitgedeelt wird, wie viel Sensibilisierungsaktionen hier in der Stadt Lützeburg am Allgemeinen laufen. Du schwätzt mir dann mehr Allgemeinen wie just über die Kanner, also da geht es dann am Allgemeinen Thema. Seit 2012 ist das für Sie ein Hauptthema an Sensibilisierung vom Grand Public, und auch vom Personal, vom ganzen Personal von der Stadt Lützeburg, sind auch am Plan d'Action Communal de l'Égalité des Chances 2023 bis 2027 festgeschrieben. Und da wird dann all Jahres eine öffentliche Aktion auch organisiert mit den Akteuren vom Terrain, zum Beispiel mit der PADEM oder mit der Fondation Follero. So gibt es Ausstellungen am Bierger-Center 2023, auf der Place de Strasbourg 2024, kulturelle Evenementer, Konzerne, Expression Against Excision 2013, 15, 17 oder auch nach Cine-Debat 2018 und 2020. Oder auch dann bei öffentlichen Evenementen sind sie noch mit Ständen vertreten, zum Beispiel auf der Plus, wenn du stattfindet, da sind sie regelmäßig dabei, für auch dann an dem Moment abzuklären. 2026 hat die Stadt Lützeburg 2 Evenementen an dem dote Kader, und zwar am Kader von der Präsentation und der Publikation von der Etude von der UNICEF, die dialogisch war, und zwar eine Réunion d'échange, und das ist mir ganz wichtig, eben mit der Medizin skolär, der Foyer skolär, der Kreischen und noch der Integration und Besoin spécifique, wo dann die UNICEF selber präsent ist und eben ihren Rapport vorstellt und ihn dann noch mit Fragen und Antworten kann dann spezifisch für die Inselservice die Fragen da verdienen.
Und dann der zweite, das Evenement Grand Public, das war schon den 19. Mai am Cercle Cité, war in Ovens mit dem Dokumentär Les Puissantes und danach auch eine Table Ronde, wo dann noch über den Rapport von der UNICEF geschwärzt ging. Ich hoffe, ich konnte froh ein bisschen beantworten, Messias an dem Sinn nur ganz positiv antworten, darauf gut bei einer Frau, wo man es hat noch könnte viel mehr Sorge machen. Merci. Also ich kann bezeichnen, dass die Frau ganz konsequent beantwortet. Ganz interessant. So, da kommen wir bei einer nächsten Frage, und zwar die von der Madame Müller über die Präsenz von den rumänischen Polizisten. Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Als erst wollte ich aber auf den Charakter urgent von meiner Question kommunal vom 23. April eingehen, so wie den Artikel 9 vom Reglement kommunal 4 gesagt, steht am Mengen an Denament folgende Charakteristiken an Schlesen 4 im Menschen, wenn ich das richtig gesehen. En cas d'urgence défini en fonction du fait qu'un sujet présente le caractère d'actualité et ou d'un intérêt particulier pour la collectivité, le Collège des bourgmestres et échevins peut déroger aux principes énoncés ci-dessus. Dafür hatte ich eben meine Question urgent gestellt, eben, weil das, also ob ein Artikel vom Tageblatt des 17. April hier geht, ne, wo man daraus gewogen sind, dass aber an der Stadt Lützeburg 2 rumänische Polizisten giffen an den Einsatz kommen, für die Lokalpolizei zu unterstützen. Bon, wie gesagt, hatte ich meinen Charakter urgent im Moment formuliert. Sie aus dem nächsten Conseil nicht zurückbehalten gehen, und ich gebe aber nach Willen darauf plädieren, wann ein aktualitätsfroh wäre, Kind aber dann ein Charakter urgent vom Chefrot Kind an angefasst gehen. Mit zurück zu meiner Question. Also, bon. Tatsächlich mittlerweile weisen Presseartikel, die über den rezenten City Breakfast Bericht tun, dass Patrouillen von den lokalen Polizisten begleitet gehen von 2 rumänischen Polizisten. Ein zentrales Thema war, mir auch nach Sprachen froh, nach immer ein dringendes Thema ist. Tatsächlich, als Madame Bürgermeisterin nicht Chefin nach immer überzeugt, dass die organisiert Häschen rumänische Staatsbürger sind oder ob manst rumänisch schwätzen. Was sind die an Roma anbelangt, wenn es die sind, die hier sibliert sind, kann das nur linguistisch froh nicht, ob das vereinfacht, reduktiv, ungerecht an diskriminierend Observation reduziert gehen. Aber ich gehe hier nicht auf einen Dialog des Such an. Was meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist, dass Stadt Lützeburg Wohnungen für Polizisten anbieten. Und ich muss das Information aus der Presse lesen. Auf Basis von der Observation stellt sich meiner Meinung nach 3 Fragen. Zinterveni als der Chefrot informiert gewesen, eben, dass die 2 rumänischen Beamten eben Lokalpolizei an der unterstützen. Hätten Membre vom Gemengerot nicht direkt vom Chefrot informiert, könnte gehen, anstatt dass wir dazu müssten aus der Presse lesen. Und dann bin ich froh, wie viele Wohnungen hat Stadt Lützeburg zur Verfügung, wenn er davon ausgeht, dass diese Beamten eine Wohnung zur Verfügung gestellt haben. Sonja, merci. Merci auch, Madame Müller. Ich meine, enke, wie wir wollten, die Frau, wie wir die Mode schon, ich meine, du kannst da nicht dabei sein. Voilà. Aber das ist nicht schlimm. Ich meine, das hat ja nicht in der Sache geändert, weil die Decision, die hat der Minister geholt, und ich muss sagen, wir haben die effektiv unterstützt. Das ist effektiv ganz klar, dass das nicht der nächste Minister, der probiert hat, das zu machen. Das war schon mehr lang am Gespräch, weil eben effektiv aber die Sprachbarriere eine Barriere ist. Weil es ja aber wichtig ist, und ich meine, wir haben das auch mit anderen Services, Schulen zum Beispiel, der Service Avocaté, die ja besonders eben noch mit den Leuten schwätzen. Bon, es kann en Prinzip aber nicht mehr mit dem schwätzen, wenn den vis-à-vis auch
à peu près an enger Spruch schwätzt, die zwei verstehen. Dafür, wie der Minister Gloden an engem Conseil Général Affaires Intérieures den 5. März mit seinem Homolog eben aus Rumänien ein Akkord fand huet, für während einer gewisser Zeit eben zwei rumänische Polizisten hin nach zu schicken. Du hätten uns das natürlich auch mitgedeelt, aber wie man das unterstützen, hat den Chefrat auch am März Decision geholt, effektiv zwei, nicht eine Wohnung, aber zwei Hotelzimmern, zwei Hotelzimmern für die zwei Leute zur Verfügung zu stellen. Ich habe gemeint, dass wir ein relativ dat wir eng gut Manier für auch den Leute, weil das en plus an engem Quartier, wo de Problem besonders präsent ist, an das an engem Hotel, wat Stadt Lützeburg da auch gekauft wird. So dat man also do, wo man eben eng Reihe Zimmern zur Verfügung während enger 2 Jahre nach hun, das also für uns wäre also eng gängig Mengen eng von den besten Lesungen, die man konnten do holen. Die Leute, die hun natürlich, die können nimmen Polizisten, die Lützeburger Polizisten begleiten, an eben just, wann sie auf Situationen stoßen, wo eben Sprachbarriere da ist, wann sie können an der Spruch die Leute erkennen, können mithelfen, Sachen vielleicht zu klären. Dann da werden sie das machen. Ihr wisst, dass wir schwätzen heute nicht von den Fraktionen, wenn in Fraktionen nämlich sind, wenn Polizei, ich meine, dass wir gut von den auch nicht ging, vielleicht ein Visit auf ein Kommissariat machen, wenn Polizei Leute mit auf dem Büro hält, die, wo sie eben Thema waren oder wo Leute Thema waren von einer Infraktion. Aber wenn die Leute kennen von denen Sprachen schwätzen, die geläufig sind, dann müssen sie werden, bis sie Interpret können. Und so. Das heißt, da sind noch manchmal 2 bis 3 Polizisten dann 4 bis 5 Stunden nicht Terrain. Ich hatte gemeint zu verstehen, dass die von uns ging so, dass eine Präsenz policière Terrain, weil aber etwas Wichtiges für. Dafür verstehst du mich unter den Engen an der anderen Seite, als ich eine Sache, die wichtig ist, und dafür haben wir eben dem Engagement, also haben wir auf die Doma näher Engagement zu der Aktion unterstreichen. Wir müssen natürlich gucken, wer wirklich, wie das einmal der kennt, das können wir nicht sagen, weil das ist die Polizei, aber das wird da bestimmt da noch eine Analyse gemacht gehen und gucken, ob in das weiterführt, vielleicht doch mit anderen Nationalitäten. Ah ja, also, weil das ist wirklich nicht eng Nationalität, die hier, wo eben die Sprachbarriere hat, da tut den, ich will nicht aufhängen, abzuzählen. Aber da gibt es bestimmt nach Ländern, wo ihr verschiedene Sachen könnt, mehr einfach im Moment diskutieren. Aber voilà, ich bin vorsichtig, alle Antworten auf Fragen zu geben. Voilà. Dann eine nächste Frage, die nämlich direkt von 2 Membern gestaltet gehen, vom Herrn Benoit und von dem Herrn Werner. Wie das den Herr Werner zweidig erster gestaltet wie den Herr Benoit, gehe ich dann noch für den Herr Werner wird über die Annonce am Citymarkt. Ja, merci, Madame Boyamisch, das ist so. Ich meine, Herr Benoit nicht, wie Sie plus am selben Zeitpunkt davon informiert gehen, dass unsere Chambre des Salariés, sie haben eine Kampagne über die Steuerreform. Dementsprechend wollen sie eine Annonce publizieren am Citymarkt, was sie schon für andere Kampagnen gemacht haben. Und dann haben sie von der Société d'édition, vom Citymarkt, gesagt, dass das also was ich rapportiert habe, dass die Stadt Lützeburg refusiert hat, dass das Annonce von der CSL daran publiziert gehen. Dafür wollte ich wissen, ob den Chefrat das konfirmieren kann.
dat do Biergen eng aderweis beim Komitee de Redaktion interveniert, das fir dat das Annonce net soll publizeiert gin. Wann neen kann de Chefrot assurieren, dat ze trotzdem publiziert gëtt. Am Dunner sewer och konkomitant zu derselter Sach hat CSL eben och an den Bushäusecher eben och dieselwecht Affichen installiere gelos, dat dats jo eng Privatsocietéit, die natürlich net wo die onofhängig ass vun der Stadt Lützeburg Deko, JDeco. An do war tatsächlich och wären 2-3 Deeg waren se do affichéiert, an dunner Bemol JDeco CSL informéiert, dat si se giffene wäschhuelen, weil dann scheinen politisch fir wo Leiit vun der CSL mé so tun, dat wie komisch, weil wo sie auch hier Kampagne wat Trendreform zum Beispiel gemacht hat, war das politisch, du war kein Problem. Dat der Bemol hast du ein Problem. Voilà, ob du Stadt Lützeburg aber trotzdem irgendwie Bescheid weißt, auch was das angeht, respektive dass sie überhaupt Politik von der Stadt Lützeburg par rapport zum Affichage auch an den Abribus. Merci. Merci, Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemechte. Ja, vielleicht noch ergänzen zu den Fragen, die David Wagner gestaltet war. Gowe in der Vergangenheit schon ein Chambre professionell, die eine Annonce refusiert krut am City oder an engem Abribus an den letzten Jahren, aber ja, für was das der Fall war. Und dann generell will ich eben noch präzisieren, dass von den bisschen City sich anguckt, ne, da gesagt ihr, dass man natürlich eine ganz Reihe kulturelle oder institutionelle Akteure haben, die dran sind. Andererseits haben wir aber auch von den durch, von den letzten oder die viertletzten Editionen gucken, haben wir aber ganz viel Privatimmobiliäre, mit Assuranzen dran, mit noch Evenementen dran, die außerhalb von der Stadt sind, je eine ganz Reihe Puppen, auch wo ihr könnt darüber diskutieren, wie gut sie davon sind. Bei den Abribussen denken ich daran, dass ich am Kap habe, dass man durch ein Reihe Puppen haben, die einen sexistischen Charakter hatten oder auch Puppen, die wirklich alles ähnlich wie klimafreundlich sind. Und dafür stellt sich eben für uns auch immer die Frage, die wir schon ein paar Mal abgeworfen haben, wo wir eigentlich nie eine proper Antwort darauf kriegen, was sind wirklich Kriterien für Annoncen an dem City oder ob den Abribussen. Merci. Respektive, gibt es der Kriterien oder gibt es der kein? Nee, ich so nicht allen zwei. Merci für die Frauen, weil die Kriterien gehen nicht ganz klar. Ich meine, Herr Benoit, Herr Partei hat mitgeholfen, den ersten Cahier des Charges für Dekos Publizitäten auszuschaffen. Und da ist das ganz klar dran vorgesehen. Kommen wir vielleicht aber bei der Citymark. Am Citymark haben wir eben am Cahier des Charges effektiv ganz klar stehen. Und ich lese nicht dafür viel. La Régie, en diesem Fall also Paper Jam, la Régie veillera au choix des annonceurs en respect avec la charte éditoriale du magazine et les valeurs de la ville, les annonces publicitaires à orientation et contenu politique, y compris de toute forme de promotion dans le cadre d'élections politiques et sociales, sont interdites. Also ich meine, kann ein Lot nicht mehr klar ausdrücken, dat ass vun Ufangun war dat lin, dat man effektiv den wie so spraut net neke dats méi wie Chlor, an dat nämlichlech steet effektiv or am Cahier des Charges fir den vun dem Deko. Do steet dat bësse mi kurz nach also am Citymark as nach méi bësse méi ausdrücklich méi am Citymark ass den Affichage. La publicité ne devra avoir aucun caractère politique, confessionnel ou contraire aux bonnes mœurs et ne devra pas gêner la visibilité des usagers de la voie publique. Bon, das ist egal. Also an denen für die zwei Sachen sind Konditionen extrem klar. Bon, lo kann es sein, dass ein Keier etwas durchgegangen ist, wo keiner gemerkt hat, aber das möchte dafür nicht mehr richtig. Ja. Voilà. So, damit gingen wir... Madame Paul, du eng Frage von mir nicht beantwortet. Und das ist die, wo ich gefragt habe, ob es an der Geschichte vom City oder von den Abribussen eine andere Chambre professionell gab, die... Da habe ich schon darauf geantwortet, indem ich gesagt habe,
könnte vielleicht Sinn, da denke ich, etwas durchgegangen, ich kann nicht aber nicht darüber Die gut keine Antwort von den Service, ob das schon go in der Vergangenheit von anderen schon professionell oder nicht. Nee. Okay, Nee. weil ich muss da so Ich kann die mich Frau erinnern, relativ präzise gestalten. Ich kann mich erinnern, dass man an einem vierrichten Chefrot, nicht dem letzten, sondern nach einem für drin, hatte man ja effektiv Publizitäten, die konfessionell sollten ausgerichtet sein. Und da haben wir eben noch aufgrund von dem Text, den ich weggelöst habe, nee gesagt. Und die konnten du nicht mehr. Ich kann aber gerne nachfragen, ob sie wir haben also die Regie von dem einen nach von dem anderen, ein aus dem Deko, ein aus dem Paper Jam, die da sich müssen und der Cahier de Charge halten. Also ich will heute von Kampagne geschwärzt von Chambre professionelle, weil ich fand, das ist Bad, weil da ein bisschen ein Unterschied ist. Wir schwätzen nicht von einer Partei, wir schwätzen nicht von einer Kirche, wir schwätzen von einer Chambre professionelle, die ihre Fühl kriegt. Und da gibt mich halt interessieren, inwiefern andere Chambre professionellen selber behandelt werden. Schon nicht gesagt, ich kann das gerne mit steht, do Politik, an alles, was Politik ist. Ich meine, bis auf alle Fall, wo man noch nie darüber, wäre das noch kein Problem. Ich spreche das aber gerne nur, ob schon eng aufgesucht wird. Ja. So, damit hat man dafür Hautfrohen aufgeschlossen, die für über den Konservatoire, die holen wir natürlich den 15. ganz klar mit. Am den 10. Juni, ich sage das besonders mit Madame Branca, als Kommission de la Culture, und da geht ganz ausführlich über den neuen Reglement organique vom Konservatoire gesperrt, wo all die Fragen noch ganz detailliert werden abgeworfen gehen. So, da kommen wir auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour, und das ist das Enseignement, und da gehe ich direkt dem Herrn Galles fort. Ja, merci vielmals, Madame Boyer-Meester, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinde und aus dem Chefrat, dass wir wie all Jahr ein großes Fred mit dir, die Schulorganisation, die provisorisch zu gucken und noch zu diskutieren. Und ich will einfach damit die Sachen zu präsentieren, von denen ich meine, dass es wichtig wäre, dass wir alle gut wissen, die durch die Dokumente geschickt wird, die wir à la base brauchen, für eben können über die Schulorganisation zu diskutieren. Wenn man so eine Schulorganisation votieren, dann ist am Vorfeld schon ganz viel Arbeit passiert. Und zusammen mit der Direktion Regional an der Präsidentin und der Präsidenten von den Schulen hat das Service Enseignement all Einzelpropos durchgeguckt, die sur place an der Ressource scolaire selber, mit den Komiteen, also den Enseignants, den Eltern, aber auch den anderen Mitarbeitern erstellt wurden. An die Schulkommission ist durch all die Einzelproposen durchgegangen und hat in ein Video zu gehen. Dabei haben wir als Schulkommission normalerweise ganz leicht Spiel, weil der Service ein immens Feierabend gemacht hat, der ihnen immer viel vertrauen kann. Das Jahr haben wir aber über eine Schule, nämlich die von Klausen, müssen wir holen. Ich komme nun kurz darauf zurück. Als erstes will ich aber all denen Akteuren am Namen von ihr alle Guten, vom Gemeinderat oder vom Chefrat, eine ganz große Merci sagen. Wir haben eine immense Verantwortung für uns Kinder, wir holen sie immens seriös, aber wir holen sie auch immens gern an. Erlaubt mir, in extra große Merci zu sagen und Rosa Estanquero an Sitzlo gerade haben am Saal, das gerade auch kommen, und sie ganz froh, dass du dabei bist, was am Laufe vom letzten Jahr für die vom Honoré Gregorius vorbildlich als in Funktionen angefordert gouf und dann ab dem 1. Februar offiziell die Posten von der Chef des Service Enseignement überholt hat. Ihr wisst, wie gerne ich immer mit Honoré zusammen geschafft habe, und ich kann euch versichern, dass Rosa mit einem faszinanten, faszinierenden Engagement die Aufgabe überholt hat und dass die Mensch viel Frieden mich mit Rosa zusammen zu schaffen. Und ich bitte Rosa auch dem Merci mit an das Service für all die gute Arbeit, die du gemacht hast. Und ich meine, Colette, wir sind also auch eins daran, dass man denken, Honoré, merci so für alles, das, was hier geschafft wird, und noch, dass hier dem Rosa erlaubt hat, so gut an seine Aufgabe ranzukommen. Das war auch wirklich vorbildlich, wie den Honoré da gepackt hat. Ich komme noch das Jahr nicht ganz aus meiner Haut, und ich will meine Evaluierung von Haut systemisch ordnen. Und damit von dem System steht wohl von unseren Kindern herausgehend doof und wohl von all denen, die mit unseren Kindern auf für unsere Kinder schaffen. Dafür will ich gleich ein ganz kleiner Gedanke mit dir zum Lebensumfeld von unseren Kindern teilen.
Intern aber will ich für dich noch so als ein gesamtes System so organisiert, dass es mir wichtig ist, dass wir es all auf viel engmaschig als Enfants aufstimmen, also als Enseignement, Foyer scolaire, Crèche, Medizin scolaire und auch hinnen alle Guten will ich eine große Merci so für die viel Arbeit. Zusammen Arbeit andere Enfants als immens gut, mehr ganzen als viel, und überall als viel Dynamik zu spüren. Ich erinnere als Beispiel just in die qualitativ immens heichwertig Konferenzen nach Fortbildung, die de Kapell all Jahren zum Thema Spielpädagogik organisiert, sind noch mein persönlicher Approche an mein Denken nachhaltig geprägt, besonders wenn es geht, de Kanner den Spielraum zu ermöglichen, den sie brauchen, für sich zu entwickeln und noch zu bilden. Oft sind wir als Erwursener die dabei nach am meisten können lehren. Mir ist es wichtig, an all den Feierbereichen, so am Jugendsektor, sowohl mit dem Chef des Service regelmäßig Reunionen zu tun, oft genug den ganzen Service zu begegnen, aber auch um Terrain als Häuser und als Personal zu begegnen, hin notzulauschen, an ob sie anzugehen. Ich will auch heute, Madame Bürgermeister, in extra Merci sagen, dass wir gerade die Momente am ganzen Personal immer können zusammen teilen. Was dieser Rapport angeht, den er für uns schleien hat, drehen wir immer noch davon, dass wir eines Tages ein Rapport en France haben. Die gesittet Jahr einen kleinen Beitrag von der Service Foyer scolaire Crèche am Aktivitätsbericht. Medizin scolaire ist so traditionell immer schon dran gewesen. Das dann nur mal einen kleinen Aussatz für Rapport en France haben wir haben. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie ihn noch besser aufpacken kann. Und ich habe auf alle Fall Propos gemacht, dass Service Foyer scolaire Crèchen am Medizin scolaire Ende des Jahres, von die zwei erst von den drei, do traditionellerweise ihren Aktivitätsbericht, ihren ganzen Aktivitätsbericht vorstellen, do wir doch an Kommission Enfance et Jeunesse kommen. Darüber hinaus wollen wir den Aktivitätsrapport nächstes Jahr inhaltlich ähnlich halten wie das Jahr, weil LOSIO alle 4 Services von der Enfance vertreten, just vielleicht ein bisschen anders ordnen, aber wir wollen zusätzlich alle Jahre zusammen ein transversal Thema belichten, was die ganze Enfance betrifft. Und schon im Austausch mit dem Chef des Service entschied, dass ich das Jahr am 4. zumindest zum Aktivitätsrapport besonders anmerke, ob Träume und Spielräume für die Kinder, ihre Entwicklung und ob Kohabitation von formaler und nonformaler Bildung lehnen. Und ich will auch hier an ihrem Numwanderer der Direktion Regional, aber besonders der Madame Walbes, der Präsident der Reunion und dem Komitee de Cogestion ins ganz große Merci sagen für die gut und die wirklich vertrauensvoll Zusammenarbeit. Das eng Kollaboration ist wichtig, weil es geht um dieselben Kinder, immer in unterschiedliche Perspektiven. Und der Kinder das Lebensumfeld ist im Moment nicht ganz einfach, und ich den Eindruck. Sie gehen rangeworfen an eine Welt auf voller Beschleunigung, an der vieles, weil es sehr muss gehen, für allem vollzogen, mir nicht gelieft und erlebt wird. Ich bin selber persönlich ein großer Fan vom deutschen Philosoph Hartmut Rosa, seinem Konzept von der Resonanz. Hier seht, dass wir für zutiefst Menschen können zu sehen, Resonanzreim brauchen, wo also etwas an uns zum Resonieren, zum Klingen könnt. An einer Gesellschaft, an der die kleinsten Viergängerprozeduren angepackt sind und an der ein ständiges Sorge um Sicherheit besteht, geht Resonanz natürlich viel zu sehr verloren. Es ist sicher richtig, dass wir gerade bei den Kindern ganz gut aufpassen müssen, dass sie nicht irgendwo nachhaltig verletzt gehen, mit zugleich also auch vor, dass sie ein ganz anderer Weise, wie wir Erwachsene haben, für ihre Welt vorzuholen. Ihre Welt ist nicht so erdeelt, sie ist, wie der Philosoph Markus Gabriel in seinem berühmten Buch Liebe Kinder schreibt, nach ganz irgendwie etwas Zauberhaftes, nach etwas Spielerisches. Etwas, was man als mänglisch unbedingt bei den Kindern müssen aufgucken. Und etwas, was erklärt, wofür wir vielleicht alle gut noch so hellhörig sind, wenn es um das Wohl von den Kindern geht, weil wir alle gut nächst wahrscheinlich noch ein Undeel von den Kindern anweisen. Kinder sind nicht einfach klein Erwachsene, nee, sie sind an ihrer ganz eigenen, ganz legitimen Wahrnehmung dran. Sie sind Kinder, vollwertige Menschen an einem jungen Moment vom Lebensweg. Sie sind der Wert, sie echt zu holen, ob sie zu lauschen und sie nicht mit vielen prozedurale Konzepte zu verhefen. Den Hartmut Rosa sieht, wir sollen hinnen, anders alle gute Spielraum losen. Kinder brauchen Spielraum als Handlungsraum. Und ich habe mir bewusst in heute kleinen Moment geholfen für die Gedanken, die ein bisschen philosophisch ist, weil ich mir aber trotzdem Sorge mache, als Kinder, hier Bindungen, hier Orientierungspersonen, die sicheren Hafen vom Vertrauen an Mensch, den erlaubt, dass er kann sein und sich daran noch ganz frei fühlt.
Und ich gesehen noch, was für Aufgaben und uns als Gemeinde dort gestaltet sind, und wie viel Gutes und Wichtiges wir als Gemeinde können machen. Ich gesehen die Enseignants, an Edukatrissen, an Edukateuren, die Frau mit ihren Kindern sind, an Zeit für sie haben. Ich gesehen die den Kindern helfen zu drehen, zu spielen, Leben zu denken und zugleich hier zwei Fäs Boden zu spüren und auf sich an die anderen aufzupassen. Ich gesinn sich an verlangen nur einem mit direkten Umgang mit den Kindern. Ich gesinn, wie viel Gutes wir als Gemeinde immer ausstoßen können. Wie zum Beispiel mega, wo die Kinder ihre Quartier aktiv bespielen, die Pipilotta, wo die ganz kleinen Butze mit ihren Eltern durch die Kommissionen können Zeit verbringen, den Narako, den Aufschlussrallye für alle 4 Zweien aus der Stadt, wo wir hin nach einmal können suchen, dass wir froh mit ihnen sind. An vieles anderes. Und nach kurzem waren wir zu 3, Madame Boyer-Meester, de Maurice und ich, am Foyer Scolaire Verge dabei, für die fantastische Projekt Anti-Gaspi von einer ersten Station, Madame Minister Martin Hansen, präsentiert gouf, und das einfach schön zu sehen, wie kann froh sein, wenn sie etwas selber können, etwas selber weisen, ob etwas höflich sind, und einfach begeistert sind, dass sie gesiegen an dem, was sie sind. Ich weiß, dass also Spielraum als Gemeinde am Bereich von der Schule limitiert ist, aber wir können an dem Raum unglaublich viel Gutes machen. Und dafür sind ich auch immens froh über all das Gutes, was da passiert. Ich will die Präsentation von der Schulorganisation folgendermaßen andelen und einen ersten Schritt paar Zahlen nach Kommentaren über die Schulorganisation am eigentlichen Sinn, zu der ja alle guten Details an dem Rapport von der Schulorganisation fand. An einem zweiten Schritt will ich mich zu unseren Infrastrukturen und Gebäuden äußern, mit 2 Schwerpunkte. Einerseits der pluriannuell von den Gebäuden an der Schule, mit den Prioritäten, die sich am Moment ergeben. Und andererseits ein paar ganz kleine Evaluierungen zu den Resultaten, die wir aus der Zusammenarbeit mit der Agence Belvedere hatten für die Prävisionen an den einzelnen Quartieren. Ich muss dabei sagen, dass der Prozess ein ongoing Prozess ist, weil nach ganz viel Donning als Faktor immer im neue Raffleisen an sich natürlich das ganz auch dynamisch entwickelt. Da mittendran will ich ganz kleine Blick werfen, ob die verschiedenen Rapporte von den Offeren, die wir unter dem Schul, also kann anbieten, dazu dran Aktivitätsrapporten dran. Und da will ich aufschließende Wort zum Avancement von den 6 Prioritäten suchen, die Schlechtjahr definiert hat: innovativ Gebäude, gerechtes System, Digitalisierung, Partizipation, die Entstressung vom Alltag, an alternativ pädagogische Modelle, zu der aber ein ganz wichtiger Punkt bei der Priorität von einem adäquaten, gerechten System dabei kommt, nämlich die Diskussion vom Anfang vom Jahr unter Gewalt an der Schule. Dafür will ich auch darauf extra angehen. Los als dafür mal einfach 4 aufhängen. Wir sind das Jahr an unserer Schulorganisation ausgegangen von 2158 Kinder am C1, 3.817 Kinder am C2 bis 4, wir kratzen mit 5.975 Kinder, also ganz scharf unter 6.000er Mark. 138 Klassen am C1 und 265 am C2 bis 4, also sprangen wir mit 403 Klassen über 400er Mark an unseren 19 Ressortskolären, die wir haben. Die größte Schule ist die vom Kirm mit 575 Kinder, die kleinste Schule, die von Hamm mit 114 Kinder. Den höchsten Taux de Fréquentation, das heißt, wie viel von den Kindern an als öffentliche Schule gehen par rapport zu anderen Schulmodellen. Den höchsten ist an Bonnevé-Schölle und Bonnevé-Schwerge jeweils 77%, an den niedrigsten ist am Kirm mit 35,5%. Die von euch, die an der Schulkommission sind, die wissen, dass wir ein ganz exzellent oder dass wir ganz exzellent durch die Schulorganisation gefordert haben. Wir müssen aber zur Klausener Schule evaluieren, dass 2 verschiedene Ansatzgänge keine große Konfliktmenge, aber ein konkreter Fall von einer mehr großen Frage, nämlich Klausener Schule hat einen Propos gemacht, die Verdelung vom Appui mit der Verdelung vom Personal verzahnt wird, wie das ganz Chargen immer sind. An der Direktion Regional hat man recht darauf hingewiesen, dass das kein dazu führen, dass weit mehr Appui am C2 bis 4 ist wie am C1. Ein Appui ist 4 Kanner, natürlich. Mir geht aber gehalten von professionellem Personal. Die Schulkommission hat sich noch wirklich guten Diskussionen, und ich fand, das war kontrovers, aber wirklich auch exhaustiv, mit 10 Ja-Stimmen, enger Nein-Stimmen an einer Abstention für Propos von der Klausener Schule ausgeschwärzt. Wir hatten auch an der Schulkommission das Licht ernst Berechnung von der Verdelung vom Kontingent vorgestellt, aufgrund von der wir das Jahr eben auch das Kontingent verdeelt haben.
dem wir mit der Direktion regional alle Präsidenten an dem Komitee de Cogestion aufgeschwärzt und diskutiert hatten. Es soll ein kleiner Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit sein. Es hat viele Diskussionen gebraucht, für vier zu bereden. Es hat also keine Revolution mit den Schulen, die sozioökonomisch mehr schwer abgestaltet sind, insgesamt pur Stunden mehr, an denen, die mich stark abgestaltet sind, hält die Stunden weg. Also das ist ein bisschen ein Equiliber von einer Wo, die ein bisschen mehr mängisch gerecht dann ausbalanciert ist. An den Dispositionen für die Enseignants, die auch zur Schulorganisation gehören, haben wir auf Wunsch von der Direktion Regional am Akkord vom Schafferrot leichte Ergänzungen bei der Surveillance gemacht, die klar machen, dass an den 10 Minuten vor der Schule, an den Pausen, an den 10 Minuten nach der Schule, die Surveillance soll wirklich gut und präzise organisiert sein, zumal ob der Wehr an der Schule Haf und Zreck die meisten Akzidenten geschehen, wann da mal geschehen, dann ist es meistens so. Mein zweiter Punkt ist der von Infrastrukturen, also der Gebäude, der Schulhafen am weiten Sinn auch vom Schulweh an der Sicherheit umweh. Wir schaffen halt ganz eng mit dem Servicearchitekt zusammen, mit dem wir wirklich einen guten Rhythmus für regelmäßige Reunionen haben. Auch hinnen will ich ganz vielmals Merci sagen, Herr Schaffen, die dürfte gerne mitholen, die Merci und den Servicearchitekt. Wir setzen zusammen den pluriannuell ab, und nur noch das Jahr aus durch all Projekte gewollt, für zu gucken, was für ein prioritär soll sein, wo soll als erst gebaut gehen. Daraus haben wir dann ein ganz übersichtliches Fisch gemacht, der da zugeschickt wird auf der Plattform, an die sowohl Schulen wie auch die Foyer Scolaire beinhaltet. An 12 von unseren 19 Ressorts Scolaire sind neue Projekte geplant, dabei sind auch die ganz neuen Gebäude an der PHP in Achgebüsie, Itziger Knupp, Kurbebirsch, Erlangen. Können also manche so was tun. Was sind das Kriterien, wenn wir die dort Prioritäten absetzen? Wir müssen ein paar Faktoren zusammendenken. Damit will ich auch schon den Punkt, die wird als innovativ Gebäude, was zu den Prioritäten eigentlich gehört, schon beschwätzen. Wie bauen man, organisieren wir dann als neue Infrastrukturen? Als Orientierungspunkten, wenn man evaluieren, muss man neu bauen oder was braucht in der Quartier, sind erstens der Wurstum vom Quartier, für den man dank der Zusammenarbeit mit der französischen Agence Belvedere ein Gefühl können kriegen, das ein Gefühl. Zweitens Dimensionen und Kapazitäten an noch den Alter von also bestehenden Gebäuden, wie zum Beispiel C1-Gebäude zu Merl, wer dann Alter kommt. Und damit kombiniert auch die nach verfügbar Terrain für vielleicht neue Gebäude zu bauen, wie man das um Kirm erlebt und das Jahr und noch für Baggen das Jahr auch gestimmt haben. Drittens dann aber auch Kohabitationsmöglichkeiten zwischen formaler und nonformaler Bildung, die am C1 weitaus mehr einfach zu organisieren als wir am C2 bis 4. Viertens die Entwicklung vom Projekt Alpha, zu dem ich letztes Jahr versprochen habe, das Jahr habe ich so, mit den ich für allem mal zum Schwerpunkt vom nächsten Jahr machen will, weil dann das Projekt Alpha lebt. Am 3. Trimester vom nächsten Schuljahr, also von dem Schuljahr, was wir stimmen, gehen kann am Cycle 1.2, also am 2. Spielschuljahr, an die Französisch oder an die deutsche Alphabetisierung orientiert. Und ab der Rentrée 27, 28 lebt dann das erste Schuljahr, also das Cycle 2.1 am Projekt Alpha. Projektionen von der Agence Belvedere, so nice, dass man folgende Quartien prioritär müssen oppassen an handeln, was man dann noch machen, wo man überall die Projektionen nur gute Sput kriegen, dadurch, dass man eben über Gebäude oder Kohabitationen reagieren. Baggen, Bel-Air Kaiser, Bonneville-Verger, Zeissing, Gasprich, Kiem, am Merl. Jetzt sind Donnen, die ich auch einfach just mal erzählen gelassen von als Architekt natürlich, wir stellen sie nicht hier zur Verfügung, weil eben die ganze Zeit das wird ongoing ist. Wichtig ist, dass das wir als Service Enseignement zusammen mit den anderen Services aus der Enfance und mit den Architekten darüber rauslesen, für dann an die hoffentlich richtige Richtung zu gehen. Das ist also, was der Belvedere aussieht. Dann haben wir ein ganz wichtiges Großinstrument für die Wurstung von der kannationalen Zentren, nämlich zusätzlich Gebäude. An den Kontext passt ja das neue C1-Gebäude zu Baggen, wo wir den Kanner Campus löserlos modernisieren. Am Prozess vom Bildungshaus Gar laufen gerade 2 Etappen gleichzeitig. Zum einen gouf Traumkonzept von Architektenbüro nach Konkretplan umgesetzt, an uns proposiert, ein ganzes Komitee. Und zum anderen haben wir alle guten zusammen Enseignement, Foyer Scolaire, Architekt und Direktion Regional
all Données ze Summe gedrohen, wat alles Ureim mat watfränge Dimensionen 4 watfränge Funktionalitäten gebraucht gëtt. Und daraus ergibt sich so etwas wie ein theoretisches Basisprogramm, den der reale Besoin entspricht und dann ob die konkreten Infrastrukturen kann überdrogen. Also nicht nur auf der Gaben, auf die Gebäude, die wir nur planen, dass wir genau wissen, was brauchen wir, auf was für einen Prozentsatz, für wie viel kann er. Und wir schwätzen dann noch heute zum Beispiel von Schulen, die sind Spänner, das heißt, alle Klassen gibt es einkehr, 2 Spänner, da gibt es 2 Mal, 3 Spänner und so weiter. Eben noch ein bisschen zu gucken, wie die Einzelmodelle dann ausgesehen, je nur der Größe von der Schule, auch von der Frequentation von der Kinder. Das heißt, das Basisprogramm gibt es ein prinzipiellen Ausgangsprogramm für alle Neugebäude, die wir als Bildungshäuser planen. Ich denke, kurz auch bei Alpha zurückzukommen, heißt ein Challenge schon nach den anderen, sogar wenn der Sputlo groß wäre, dadurch, dass wir neue Gebäude haben und wir hatten einfach viel Sput, kann eine ungünstige Verdelung auf die 2 Alphabetisierungen dazu führen, dass wir dann aber irgendwie an die Bedeutung kommen oder zu wenig Raum haben. A priori ist das Projekt Alpha für uns ein Vierweltstut. Mit sind nur 2 entscheidende Präparativschritte geschieht, die als Hilfe werden am nächsten Jahr, also ob das Projekt Alpha wirklich gut vorzubereiten und abzustellen. Die Direktion Regional mischt eine Umfrage an den Schulen, für ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel kann das nächstes Jahr die eng oder die Alphabetisierung wählen könnten. Und zusammen mit hinnen sind wir theoretisch durch all unsere Gebäude gegangen, alle Guten, und haben die Kapazitäten mit den eventuellen Besoinen durch das Projekt Alpha aufgeglichen. Am meisten Sorgen machen uns dabei die Schulen Hamm, Beggen, Rollinger Grund, Klausen für das Gebäude am Pfaffendal, nicht für das große Gebäude, sondern für das Gebäude am Pfaffendal, Bonneweg, Verge, Esch und Zens. Wir haben mit all denen einzelnen Schulen Gespräch gesicht. Wir waren sur place, wir haben uns die Situation angeguckt. Wichtig war es dabei zu verstehen, wie am Schulgebäude, mehr am Foyer scolaire, die Einzelräume gebraucht und benutzt sind. Und durch ein inklusives System gehen an der Schule noch viel Zusatzfunktionen gebraucht, wie zum Beispiel DESEP, den Appui, den Accueil, Nuselraum, mehr auch Disponibilität für Self, für Centre de Compétence, war der ganz wichtige Punkt das für uns an der Stadt. Und es ging so, dass ich immer noch davon drehe, dass auf der einen oder anderen Platz so ältere Kaffeen entstehen, und ich meine, ob der gar wäre dann der Fall. So wie ich eigentlich zu Lorenz, weil das gucken war, wo ich mit den Eltern, die sowieso auf den Campus kommen, für Kanner entweder Dünner zu bringen und aufzuholen, schaffen könnt. Dir versteht, dass sie mega viel Demonten auf 4 Mauern, immens viel Ursprüche auf 4 Mauern mit der Saal dran, die nicht steril, mehr auch liebig an Oppe sollen gestaltet sind. Der Begriff Bildungshaus, und du könnt also feierten Hirvel an Spiel, der Begriff Bildungshaus, als etwas, was das in nächster Zeit wird leden. Co-Utilisation an Bildungshaus ist ja eine Co-Utilisation an eine Kohabitation. Das heißt, sie wohnen am selben Gebäude, sie benutzen noch nach Saal zusammen. Co-Utilisation, die haben wir schon an ein paar C1-Gebäude. Wir machen uns das Jahr neu am Foyer scolaire Verge, wo 2 Klassen aus der Schule Verge rüberkommen an eine Kohabitation für Schule an Foyer, an den selben Saal. Und wir werden so am aktuellen C1-Gebäude in der Rue Kaufmann und Zens machen. Ich war übrigens auch mit dem Rosa zusammen eine Visite auf Sandfeller machen an Maison, an Haus von der Kanner, von der Interaktion, wo sie das ganze Konzept wirklich à Perfektion umgesetzt und für uns auch dort zu inspirieren, was man dann einzelnen Leuten auf den einzelnen Plätzen können proposieren, wie man das umsetzen kann. Am der Kaufmann, Zens gehen wir sogar nach einem Schritt mehr weit. Bislang waren 4 C1-Klassen aus Platzgründen an einem Gebäude, das nennt sich Gebäude Tornaco. Das machen wir eitel, erkennt man natürlich mehr Sput, ersetzen den Stand, wir können andere Klassen dort zu beschulen. Die 4 Klassen kommen an Kohabitation mit an C1-Gebäude ran. Das bedeutet natürlich die gemeinsame Nutzung von der Saal, mit geht weit darüber raus. Dafür lief seit einem halben Jahr eine Arbeitsgruppe von der Service Enseignement Foyer Scolaire. Und übrigens auch das Ministère will immer regelmäßig mal als Rückspruch halten, wie wir das als größte Gemeinde vom Land organisieren, was sie daraus können lernen, wie sie also können dann inspirieren mit dem, was sie an legalen Texten gerade überschaffen. Für eine Warte Mekum auszuschaffen und zu verfeiern zum Thema Kohabitation. Wie kriegen wir das hin? Und da stellen sich ganz viele kleine Großfragen und geht für allem auch darum, gewissen Traditionen, Gewünschten abzubrechen und einfach auch viel Vertrauen zu schaffen. Sie begleiten noch den Prozess um Zens.
Wir hatten eng immens interessant Reunion mit den Vertretern von der Schule vom Foyer. Und dabei ist ein Propos abkommen, die wir lo mit ihnen zusammen werden analysieren, Dauerzeiten so anzupassen, wie wir es am Pilotprojekt an der Böschspielschule schon versicht haben, nämlich dass alldach die Schule bis zum Beispiel 1:30 geht, dann du nur dann den Tag, am Alldach der Foyer überhält. Dann geben wir unnötig Kuppeln vermeiden, wir schaffen für die Kinder viel mehr starken Kontakt zu mehr konstanten Bezugspersonen. Es hat aber auch Nachteile. Ich fand ganz interessant, was für eine Dynamik du aus der guten Motivation heraus entstanden ist. Und wir werden das zusammen noch prüfen, wie weit das kann gehen und könnte in Umständen ein interessantes Instrument gehen. Die versteht das immens froh sind über die große Dynamik, die rund um das Thema von einem neuen Stil von Kohabitation, neuen Stil von Gebäuden entstanden ist. Übrigens das Thema von der Kohabitation kein Selbstzweck, mehr als die institutionelle Form, die auch an als Peppe gehört. Ich will hier klar sagen, dass das Service Enseignement zusammen am Service Foyer Scolaire an alle Quartieren der PEP für Runden treibt. Wir wollen ein paar Formulen noch proposieren, die von Fehlern ausgeschafft sind, die dann die Einzel-PEP könnten adaptieren, zum Beispiel ein Quartiersfest, Begrengung vom Campus, an Partizipation von den Kindern. Wir hatten ja auch an der Schulkommission die Einzelpappen durchgeguckt, auch vom Service Enseignement in immens flotten Überblick als SWOT-Analyse gemacht. Gut. Wenn man so 3 Sachen proposieren, gibt der Text wahrscheinlich auch Gemeinschaften, Kannergemeinschaften, also Schule, Foyer, Scolaire, helfen, die sich bis nun noch mich schwer sind, für dann eben etwas Konkretes rauszublicken und das dann umzusetzen. Auch für die Schule haben wir ein Programm gehen. Und das tut die Fanda auch als ein pluriannuell bei ihren Dokumenten. Da haben wir 3 Ziele. Das erste Ziel ist die graduelle Vergeringung von den HEF oder Vergeringung von den HEF. Allerdings einerseits für die HEF, für die Kinder flott lebenswert zu halten, andererseits aber auch für die Begegnung mit der Natur und der Umwelt natürlich zu ermöglichen. Ich hatte ganz am Anfang eine Reunion gemacht für 3 Jahre mit den 7 Services, die alle am Schulhof zu dienen haben. Wir haben am Service Maintenance entschieden, dass Conciergen als Schlüsselpersonen sollen möglich machen, dass der Flug von Informationen geschieht und dass eine Wirkung für die Antworten auf alle möglichen Fragen besteht. Was Naturpädagogik am Allgemeinen als großer Resonanzraum angeht, so gesehen steht man dann auf Kaskade von Möglichkeiten. Der Schulhof ist die erste Möglichkeit, für mit der Natur in Kontakt zu kommen. Darüber hinaus bieten wir alle Klassen die Aktivität Natur auf der Kockelscheier an. Wir wollen das ergänzen in Umständen durch ein Offer an der Ferme Urbanum Kirchbirch. In einer kurzer Zeit können wir zumindest über die Foyer Scolaire und die Kanner auch die Entdeckung vom Hof, Natur, ein Landleben, ein Mombel, kleines Hof zu Rodmar anbieten, die wir da als Stadt Lützeburg geschenkt hatten. Wir haben an ein paar Schulen auch an ein paar Foyer-Projekte laufen mit externen Anbietern rund um das Thema Natur, Nachhaltigkeit oder auch Schulgärten zum Beispiel ganz konkret. Viele Klassen und Möglichkeiten durch die Proximität zum Bösch sporadisch oder als Böschklasse an der Natur zu lehren. An diesen Tagen öffnen wir auch 2 Neurolotten, die am Moment zu Bergen und Kirchbirch stehen. Wir können je noch Besoin und je noch Verfügbarkeit auf einer Plätze gestalten. An den intensivsten Fall ist natürlich die von der Böschspielschule an der Millebach, an schon nach für eine Politik ein bisschen mit dem Architekt geguckt, ob ein zusätzliches Site möglich wäre. Ich gehe so, dass, wenn es den Umweltobladen an der Disponibilität von Terrain ganz schwierigen Exerzice, aber wir haben die Hoffnung nicht ganz abgehen. Natürlich, wir gucken, was möglich ist, ob man nicht irgendwo einen Terrain finden, die sich dafür anbieten. Übrigens kann ich auch am weiteren Sinn nach einem Schritt mit Großdenken viel von unserer Klasse gehen auf Kolonien. Beim Komitee de Cogestion schaffen wir gerade einen Katalog aus, für den wir mit den Staaten an den nationalen Jugendherbergen gucken, was hier offene sind. Und ich war auch extra auf Treffen vom Europäischen Jugendherbergsnetzwerk zu Römerschen für Kontakte zu knappen an das am neuen Ausland. So Kolonien sind nämlich immer eine herausragende Möglichkeit auch für Begegnung mit der Natur. Danke zurück bei Schulhof. Das zweite Ziel ist neben der Begrengung das von der Verschattung, also Maßnahmen gerade für mehr hohe Temperaturen. Und überhaupt guckt man dann drittens auch immer, dass als Schulhof so weit wie möglich gut an der Reihe sind, dass genug Spielsachen, Puppen, Sitzgelegenheiten da sind. In dem Sinn schaffen wir gerade im Schulhof von der an Beffort, dem Containergebäude, Kirn. Mindestens eben noch die Pluriannuell für die Schulhof dabei gelöscht, den ich mit den Architekten ausgeschafft habe. Und dafür hier will ich den Schulhof von der Demi Schlechter, wo ich den Morgen nach auf Besuch war am Foyer, den als Staat der Beitrag zum Konkurs Mehr Natur an als Stier 2026 ist,
an so oder so umgesät wird gin egal ob man am Konkurs gewonnen oder net. Eis interessiert am Kader von Infrastrukturen auch de Schulwe, hat wo ganz klein Evaluierungen de Kinderstadtplan as an der Mach, an es hat doch schon eng echt Entrevue fir bisssen zu gucken, a Kontakter ze knappe fir Signalisation op der Stroß, ob in dem ist ernstcht mache, fir dat op mans Schulen sech sto, méi sicher fillen, an das auch besser op Kanner opgepasst get. Erlaubt mal klein Kapitel nachzuweisen offenen. An den Aktivitätsberichter können der gut nolese wat alles bei den verschiedenen Offeren geschitt ass, die man rundum d'enfance a speziell den Enseignement opbitten. Die Rapporte vom Medizin skolär, Foyer skolärer Krächen beschreiben egeständig Servicen, wat d'Offeren ugeht, die rundum den Enseignement bestehen, so gesittert das in Natur, Musik, Kultur, Sport, Technologie a Partizipation betreffen, auch hai all denen einzelnen Departementer ganz große Merci. Wir noch eine Reihe mehr systemisch Offeren, die nicht direkt zum pädagogischen Raum gehören, zum Beispiel ein Transport scolaire gibt immer mehr ein Breitoffer, wir kriegen auch regelmäßig Neudemonte für die Pedibus, das fand er auch an den Rapporten herum. Und außerdem, als es hier an der Stadt ein Engagement für die Eltern ganz wichtig, das drückt sich zum Beispiel aus in der fantastischen Arbeit mit den Psychologinnen, an der Woche Kollaboration mit der älteren Schule und noch in Zukunft mit dem älteren Forum. Natur, Musik, Kultur und Sport, die laufen bekannt, guten, breit gefächerte Bunnen, und ich überlose nicht die Fried, das viel Offeren an den Rapporten zu entdecken, ich sind sie durchgegangen, sie ganz flott. Ich will aber Wort suchen zur Partizipation, zur Technologie und zur älteren Arbeit. Für die Partizipation haben wir eine ganz starke Konvention mit der Abfandung für den Megar. Und es sind immens froh, Madame Boyer-Meester, dass wir uns auch als Chefverwaltung engagiert und eben gerade auf der Gare da so viel als für die Kinder anzusetzen und auch hinnen wirklich die Perspektiven zu gehen und auch zu sehen, wie super das Projekt da lief. Das ist wirklich erstaunlich. Wir sind am 2. Jahr und kann Ihnen für die Arbeit an 3 Punkten zusammenfassen, die von der Up-Foundation. Es ging eine Reihe sogenannten Mega-Moments, wie zum Beispiel in kurzer Zeit das Second-Hand-Kleidermarkt. Der zweite ist die Zweitversion von Mega-Fest, wird als Cartier-Fest gedurcht ist. Und der dritte ist ein Neutformat Mega-Forum, der 25. November am Atelier. Das Atelier ist auch eine Institution von der Gare, wo kann aus dem 3-2 von der Gare zusammenkommen, zu gewissen Atelier schaffen, zu gewissen Themen. Und dabei konsultiert, gehen dann ein paar konkrete Ideen im umsetzen. Ich meine, dass ich mich erinnern kann, dass ich für ein paar Jahre über den Kanner Gemengerot gespart hat. Ich habe mich ein bisschen viel getascht, für zu verstehen, was an den einzelnen Ressorts skolär so lebt an. Es lebt enorm viel. Muss ich sagen, dass auf viele Plätze Partizipation Formen gesehen, Fond gesehen, an den Schulen oder an den Foyers. Als Beispiel erwähne ich die Kickerrot, die Kirchbircher Kannerrot, die 2 Vertreter aus Altzickel haben und die für kurz mein Kehr auf der Gemeinde zu Besuch waren. Meine persönliche Analyse ist, dass es am einfachsten wert sind, das Format vom Megaforum, also so ein Forum zu schaffen, wo Kanner sich ausdrücken, an alle Kartenenker anzubieten, do dann einfach von den Kanner Vertreter zu designieren, die Vertreter dann einmal pro Jahr für eine gemengeweit Reunion an Gemengen zu invitieren, was dann so etwas wäre wie Kanner Gemengerot, mich mengen, das Gewicht soll für allem an der Karte leihen, aber besonders bei den Sachen, die du schon lange laufen. Zur älteren Arbeit, zur Technologie, dem Technolink an dem Makerspace komme ich gleich nach. Und damit komme ich auch schon bei dem letzten Teil von meiner Präsentation, nämlich die Prioritäten, die ich letztes Jahr definiert habe, an die ich im Moment am System gesehen. Als neue Art von Gebäude hatte ich letztes Jahr als erste Priorität definiert, durch zumindest hatte ich alles gesagt, en cours de route von meiner Präsentation. Die zweite Priorität, die ich letztes Jahr definiert habe, ist die von einem adäquaten, gerechten System, den der Kanner gerecht wird, an ihre Besoin. Wir haben zum Beispiel auch den Kontingent, die Verdelung vom Kontingent auch dementsprechend überschafft. Wie stellen wir unser System Schule so ab, dass wir so adäquat wie möglich auf Besoin von der Kanner reagieren können, sodass wir all Kant je nur seine Besoin gerecht gehen. An diesem Kader, wenn er lebt, will ich etwas sagen zur Frage von der Gewalt an den Schulen, weil die Frage, als eine Frage, mit der wir als Gemeinde letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ganz stark konfrontiert wurden, aber wo sich die Frage gestellt hat, wie können wir dann adäquat darauf reagieren.
Die können schon die mediatisiert Fallex wahrscheinlich erinnern. Einerseits waren echt ein Fall von der Mosel an Dünn, als viele über Dummeldinger Schule gespart gehen. Zusammen mit der Direktion Regional haben wir all Fälle begleitet und geguckt, dass sehr Lesungen gefunden gehen. Just für das, ich will das klar so noch heute zusammen am Chefrat mit einer Insel Reunion gehabt und dann Bürgermeister auch vier mit den Leuten zu schwätzen, für wirklich, ob hier Besoin, hier Doléanzen ganz konkret anzugehen. Die Dummeldinger Schule hat schon seit Jahren damit zu tun, dass es unterschiedliche Kontexte kann, die am Quartier wohnen, entweder mit kurz oder mit lang, da an die Schule gehen. Und ich will hier all denen Leuten aus der Dummeldinger Schule, wenn erlaubt, an ihrer nur noch Merci sagen, für das jahrelange Engagement, gerade für alle Kinder, aber auch gerade für die toten Kinder. Sie haben eine Formationen gemacht, sie stehen ständig im Kontakt mit den externen Strukturen und haben sich als Equipe organisiert, für sich gegenseitig zu helfen. Dieses Jahr sind wir an den speziellen Fall gekommen, dass ein paar Kinder, die schon außerhalb von der Schule in auffällig verhalten hatten, zusammen an der Klasse waren, weil wir keine Parallelklasse hatten. An die dann kein abdelen, mit die Möglichkeit hat man das eben nicht. Statistisch ist das ein Fall, den ganz, ganz selten 4 Keins kommen, mehr gemerkt, dass aber 4 könnt. Und darauf müssen wir reagieren. Der Auflauf von der Prozedur ist gut geregelt. Entweder die Direktion regional oder die Gemeinde oder die 2 Erkenntnisgesetze konzertieren sich immer untereinander. Die erste Zuständigkeit an Kompetenz liegt bei der Direktion regional. Das ist ganz wichtig, dass man das auch als Gemeinde suchen. Sie gucken dann am Enseignant, was vorgefallen ist, aber wie eine Situation lesen kann. Dabei kann manches rauskommen, kann sein, dass sie kann, egal ob verhaltensauffällig oder nicht, gewalttätig ist, und dass das aber aus einer situativer Laune raus, also das sind eigentlich die Sache sur place, man kann lesen. Es kann aber auch sein, dass es mir langt, an mir ein Dave verhalten ist. Also das muss geguckt gehen, wer in dem kann durch eine ESAP-Begleitung oder durch eine Centre de Compétence helfen, wer eine Klasse durch zusätzliche Ressourcen kann beruhigt und gestärkt gehen, und wer noch ein Enseignant an den greift. Wir als Gemeinde, durch pur Hilfen, mit dem wir an der Direktion regional können helfen an direkt steigen. Ich thematisiere da einfach die ich gesehen. Das ist, dass wir können als Postmobil dafür ersetzen und 100 am Fall von Dummelding auch gemacht. Und da war es wichtig, dass wir Postmobil an der Stadt Lützeburg auch alle Jahre haben. Der zweite ist, wir haben für das neue Schuljahr 3 Sickelsklassen am Sickel 3 zu Dummelding geplant, war da eben erlaubt, Parallelklassen zu schaffen, an denen von der Fallnecke auftreten kann kein verdelen, wenn das nötig wäre. Der dritte ist, wir können als Klasse de Transition anbieten, die so etwas ist wie eine Transition 4 Centre de Compétence, was immer gesehen ist als eine immens große Chance für die Stadt der Gemeinde, weil wir sehr reagieren können, mehr sehr wie die Ministère mit dem Centre de Compétence. Ich hatte meine Funktion als Deputierten Edukationsminister in der Chambre zu dem Thema interpelliert, und Kolleginnen und Kollegen aus dem Chefrat waren dabei, dass der Zugang zu den Centre de Compétence muss mir sehr möglich sein, und dass es nicht geschehen, die auf der Centre de Compétence sich gegenseitig Verantwortung hin und her spielen. Der Minister hat mir das an der Chambre garantiert, an den nationalen Aktionsplan für die Inklusion, den er nur der Interpellation veröffentlicht hat, die gesagt hat, explizit auch so viel. Wir können als Gemeinde auch gucken, wie die Kinder, die aus externen Strukturen bei uns an die Schule kommen, ob Tresor skolär könnte verdeelt gehen, wann das als Ultima Ratio nötig wäre. Am Fall Dummelding haben wir mit der Struktur geschwärzt, für genau zu verstehen, wie genau die Kinder sind, was die möglichen Traumatismen sind, und wie wir adäquat und gerecht mit ihnen könnten umgehen. Zusammen mit dem Nobrischen Ressort haben wir als eine Prozedur gehen, wie wir vorgehen, wann die kaum voraussehbare Fall im Antritt, das kann aber besondere Verhaltensschwächen an einer selben Klasse wären. Von der Dummeldinger Schule konnte man auch demanden, für ihre Rekorde vom Personal halten zu können, auch nur die Permutationen. Ich persönlich bin ganz offen dafür, weil ich das ganz gut verstehe an diesem Fall. Wir sehen just ganz genau Kriterien definieren. Mir muss ich noch dabei sein, dass das Jahr an dem Kurs die Enseignants auch Personen dabei waren, die gar nicht über die Permutationen verdeelt gehen, über dann die nationalen Listen, sodass man auf die Personen sowieso keinen Einfluss hatten. Natürlich erregen sich an so Fall immer die Gemüter. Anhand all dem, was man tun oder was man machen können, stehen ein paar ganz wichtige Überzeugungen. Das ist, dass all kann zu Recht als seinem Bedürfnis respektiert zu gehen, ohne
stigmatisiert zu gehen. Der Zweite ist für uns wichtig, dass ein Enseignant an allen Interventionen kann Ruhe und mit Frieden an der Schule schaffen. Keine Gewalt an den Schulen bedeutet auch, Schule soll dürfen das machen, was Schule soll, bilden, weiterbilden, ausbilden. Der Dritte ist, dass man dafür wichtig zu betonen, dass man als Gemeng nach mehr Platz für besondere Kompetenz freimachen, sodass auch die Staater Kanner können du abgeholt gehen. Das ist nämlich ein großer Vorteil, wenn die besondere Kompetenz nicht so weit weg ist von du, wo ihr aus der Schule könnt. Und das feiert, ich will auf keinen Fall vergessen, dass es Ältere waren, die über die Petitionen, die dementsprechend Artikel in der Presse de Malaise formuliert haben, und das war absolut legitim und nachvollziehbar. Und sie waren dabei enorm respektvoll auch vis-à-vis von den Fällen und von den Kindern. Schon mal in dem Kontext viel Gedanken gemacht über die Rolle von den Eltern am heutigen Schulkontext. Sicherlich ist es so, dass viele elterliche Aufgaben und Lehrpersonal heute das delegiert gehen, weil die Eltern nicht mehr so viel Zeit tun wie nach am Menge Kantität, sodass das Lehrpersonal unter den Druck von ganz vielen verschiedenen Erwartungen gerät. Wie wir für einem Jahr das Projekt 1 Quadratkilometer Bildung auf Wuppertal besichert waren, go von einem sogenannten sekundären Bildungsnetzwerk gespart. Das sind alle Bildungsakteure, die rund um die Schule bestehen, also ganz zentral die Eltern, die von der Bildungstheorie hier gesehen ja die informelle Bildung assurieren. Am Austausch mit der älteren Schule, die schon seit Jahren mit dieser Gemeinde zusammen schafft, als man bewusst gehen, dass ein Thema, das dir, lebt Colette, immens Herzen liegt, aber die ältere Schule immer betont, wenn ich mit den Schwätzen erinnert sie mich daran, wie viel das dir da Herzen leid, noch zu wenig beschafft wird, nämlich da bist mit den Älteren. Neben der älteren Schule kam auch den älteren Vormannschaft und darüber hinaus schenkt man wichtig, systematisch zu erfassen, was wir den Älteren anbieten wollen, ob man Plätze als Gebäude vorgesehen, ob man Konferenzen, Informationen planen oder ob es nach anderen Aktivitäten für die Eltern auffallen. Madame Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die anderen Prioritäten werfen nach bleiben. Bei der Digitalisierung sind wir gut vorgekommen. Der Service TIC plant die Digitalisierung von allen unseren Services. Wir konnten mit ihnen als ganz spezifisch besonnen, aber auch durchgehen. Wir wünschen uns nicht länger eine Digitalisierung von unseren Services, mehr auch vom ganzen Schulsystem, wo die Schnittstellen müssen gestaltet gehen zwischen Gemeinden und Minister, zwischen Schulen und Eltern, zwischen Enseignants und Service. Ab der Rentrée probieren wir durch mit externen Akteuren das besser zu verstehen, vielleicht auch die eine oder andere Schule rauszuwählen, für die Digitalisierung mal umzupacken. Am besten wäre eine Großschule und eine Kleinschule für eben zwei Kaderfiguren einfach durchzuspielen. Auch inhaltlich spielt Digitalisierung eine große Rolle. Auch dank den Trainingsdöcher am Makerspace am Center Technolink und ein ganz Reihe starker Klassen der Lego League teilgeholt. 4 von ihnen sind an die Nationalfinale gekommen. Ich hatte Gelegenheit, zusammen mit dem Rosa, aber da sind 2 ICN, ob den 2 Evenementen dabei zu sind, als Stadt der Kanada zu unterstützen. Mir ist aber auch wichtig, dass der Makerspace nach Mai auch belebt wird, weil das Potenzial ist wirklich enorm groß. Du kannst ganz, ganz viel gemacht werden. Zur Partizipation ist schon ganz vieles gesagt. Ich hatte letztes Jahr von der Priorität von der Entstraßung vom Alltag von den Kindern geschwärzt. Die Zenser-Initiative am C1 schenkt man in dem Sinne ein ganz interessant zu sehen. Und als Letztes will ich nach die alternativpädagogischen Modelle erwähnen. Ich hatte letztes Jahr vom bewegten Lehre geschwärzt, was mittlerweile schon in einer ganzen Reihe Schulen angeboten wird. Ich hatte auch vom selbstorganisierten Lernen von den Kindern geschwärzt, wie ich in der ganz bekannten Alemannenschule am Süden von Deutschland erlebt habe, wie doch heute zu Munnerf und zu Schengen umgesetzt wird. Und ich werde doch gucken. Ich habe mit der Direktion regional ausgemacht, am Komitee de Cogestion geschwärzt, dass wir wer finden sollten, für als Staatsenseignant die pädagogische Modell zu weisen, durch eine Formation, eine Konferenz, eine Visite. Ich hatte lange Zeit durch, dass die Enseignants im Moment ganz andere Sorgen hatten. Mich gut von den Enseignants selber gesagt, dass gerade so neue Modelle hin keine Perspektiven anbieten, für im Moment auch auf jede Art und Weise eine Schule zu halten. Voilà, Madame Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das, was ich zur Schulorganisation 26, 27 so wollte. Wir sind auf einem richtig flotten und guten Weg, mänglich. Wir wollen den Kanner als Kanner gerecht gehen. Wir wollen innovativ sein an unsere Gebäude, Konzepte und offeren. Und wir wollen auch ein zuverlässiger Partner als Gemeinde sein, auch wenn Heinz du mal ein bisschen schwer ist. Ich will die Schüssenenke konfirmieren, dass wir immens viele Leute dankbar sind.
dass es immens viel Fried mischt, auch Spaß mischt und dass ich mich auch erfreuen, an ihrer Feedback freuen, anmal auch eine schöne Zustimmung wünschen. Die sollen wir ja zusammen schaffen. Ich finde auf alle Fall vielmals merci für die Aufmerksamkeit. Ich soll Frau Galles auch merci für die ganz engagierte Durchstellung. Und wir freuen uns auch auf die Diskussionen, die wir dann Freitag werden haben, mit den Conseillen und dann den Montag, also Freitag echt und dann den Montag Nacht drauf, dann von dem ganzen Schaffen. Voilà, da kommen wir auf den nächsten Punkt von unserem Mot du jour, Punkt 7, Zirkulation. Sind du das kann auch Frauen? Ja. Herr Werner, dann Madame Brümmel. Herr Werner. Ja, merci. Ich hätte froh, das betrifft den ewigen Teil von der Rue Strasbourg, Straßburger Straße, den neu gemacht ist. Weil du sech ein ganz flott Platz ist. Lo, dass mir aufgefallen dass immens viel Backerfleuren dahin installiert gehen, auch von den Restaurateuren etc. Ich weiß nicht, ob sie dafür eine Autorisation haben oder brauchen. Aber ich meine, das Problem habe ich mal so gelöst, hat doch immer dazu dienen, dass etant donné, dass doch Autos da können durchfahren. Oft Autos sich auch nicht unbedingt und Vitesslimiten halten, dass ein bisschen Dschungel ist. Wir sind auch immer da. Und dass da doch vielleicht eine Möglichkeit ist, für gewisse Restaurateure und Cafetien für sich ein bisschen zu protegieren, weil ich noch vollziehen kann. Aber das hat doch immens viel Platz. Also verschiedene machen das ganz extensiv so. Ich weiß, das Problem der Leute dann aber wahrscheinlich auch bei der Zirkulation, bei der Shared Space, soweit ich verstehe, was nicht immer unproblematisch ist, kann ich überlegen, ob ich das weiterhin so kann halten. Oder ob einer mit strengen Kontrollen, ob da mehr strenge Kontrollen da sind, weil anscheinend rennen da hast du aber ein bisschen auf der Platz. Bon, so. Merci. Ganz interessant, wir werden darauf zurückkommen. Madame Brümmel. Ja, vielmals merci, Madame Bojamista. Ich wollte mal den Chef fragen, wie es mit der Avenue de la Gare ausgesehen. Für die Leute, die Hauptvelospiste benutzen, für an die Stadt zurückzukommen, wo nämlich ein Schanchen ist, auf der Höhe von dem Arrêt, vom Busarrêt, und wo schon seit 2 Wochen mindestens, vielleicht sind doch schon 3, Zeit geht einfach zu sehr, Velosfahrer, also Cyklisten, Gebiete sind für le Velo à main zu spazieren zu feiern, was ich für einen Tag oder 2 kein Problem fand. Ich fand, das Toten ist aber schon wirklich so lang und gesagt nicht so aus, wie wenn die Schanze schon fertig wäre. Ich habe mich gefreut, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, da die Velospiste, diese Schlo, weil auch auf der anderen Seite vis-à-vis Schanzen ist, wo sie schlo die Fußgänger, die an die 2 Richtungen zirkulieren, und Velosfahrer, die an die 2 Richtungen zirkulieren, delen müssen, was sind dann 1,8 Meter, ob man nicht die Velosfahrer, die von Urwe kommen, also aus der Urwerstadt, könnten für einen kurzen Weg über die Straße schicken, dass Busse fahren, aber die müssen schon losfahren, weil da aber viel Betrieb ist, sodass sich ob den anderen, also knapp 2 Meter, die Fußgänger an die Velosfahrer, die herabfahren anstatt die Platz können delen, weil ganz ehrlich, ich schon noch kein gesehen, den sein Velo da direkt. Das ist natürlich der Fehler vom Cyklist, mit as auch ein Fehler von der Lesung auf der Platz. Merci, Herr Goldschmidt. Oder Werner Rehn. Herr Boissonte, ja. Das ist ganz live. Ich weiß das nicht ganz überraschend, aber sind die verschiedenen Mesuren von der Zirkulation, wo den Fußgänger ein Achse wird am Vergehol verlieren. Da werden wir uns enthalten, die Mesuren, die sie schon geschickt haben. Und ich habe am Vergehol auch eine andere vor, weil wir sind aufmerksam gemacht haben, den Velosphäre und der Fußgängerweg, den unter der Brücke
Leute, die für an der neue Avenue, an den Zentrum von Gehol zu reliieren. Zum Beispiel an den Sommer, die ich vom Nommitten bis Ende des Tages, da ist ein immense großer Kontrast zwischen Bausen und Bannen. Und das ist wirklich eine ganz schwarze Zone, wo wenn man am Velo fährt, auch los, absolut gut nicht dran gesagt. Und das ist ein Platz, wo schon 1 oder 2 Mal, ich noch selber Zeuge gehen, von presque Accidenten. Und das kann auch eine ganz gefährliche Zone sein. Da werden wir von Gehol einfach den Chefverbot aufmerksam machen, dass wir könnte vielleicht mit einem System von Belichtung oder Indikation wirklich Leute warnen, weil das wirklich ein Platz, die gefährlich ist. Merci vielmals. Merci, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Burmeister. Ich bin froh. Fängt mit der Madame Brümmelun. Ich will das mit. Und da gucken wir mit Verantwortung, schmengen nicht, dass das so einfach geht, wie die Welle und du an die Straße setzen. Aber wie das schon nicht genau weiß, auf welcher höchste Chantier du soll sein, dass man zwischen den privaten Chantier, ich will das mal da gucken, das nur an, was wir da machen können, weil das auch wichtig ist, und die hat das ja selber gesagt. Ich bin ganz froh zu hören, dass unser Service da die Schilder hier gesagt hat, Velo à la main. Weil das heißt dann, dass das ungefroht ging, und dass du wahrscheinlich auch die Lehe sind. Ich will das einfach mal da gucken, nur dann so mehr Bescheid. Dann hat den Herr Wagner eine Frage. Ja, über die Straßburger Straße, so und ich auch, merci. Du hast mir effektiv, du hast richtig gesagt, dass so eine Rencontre, und da haben wir mal regelmäßig, dass die Autos sich parken, davon profitieren, für die Stadt zu parken, was sie natürlich nicht dürfen. Und das natürlich auch dann eine Party von den Cafetier-Restaurants, da sich die Platz machen und auch ankleiden, so wie das ihnen gefällt. Da sind wir aber am Gang zu überlegen, für da ein bisschen mehr Struktur ranzukriegen und eventuell zu gucken, ob wir Backen da hinsetzen, so wie wir das auf der Place d'Armes machen, wo wir genau so ein Service des Parks möchten, aber in einer gewissen Periode am Jahr seine Backen da hin. Das ist ein das ist das bekannt, dass wir das Auto da durchfuhren. Die Vitesse ist mir noch nicht so bewusst gewesen, weil sie mit 20 sollte fahren, mit das viel, das durch will geparkt wird, hauptsächlich Oves. Und für den Rest wollen wir da doch mit bei der Police, für das die vielleicht die oder die anderen Käier da Kontrolle können machen. Und da gehen wir uns die Sache mit genau angucken. Aber was Velos-Passerelle angeht, was haben Sie gesagt, also schon nach ein Kemat, das ist auch bekannt, oder das hauptsächlich von den, ob die Velos-Passerelle raufgeht, mit das ein Ouvrage von Pont-et-Chaussee, und wir haben das gemacht, aber du eine Möglichkeit gibt, für eine Belichtung zu machen. Effektiv auch dem noch wie die Luft da racken, respektive an der Pause ganz hell ist, als du deichst an dem noch wenn du Fußgänger sich auf der Velospiste abhalten, dann kann das zu einer gefährlichen Situation führen. Wir wollen das dann ein bisschen machen. Okay, merci. Ich stelle also dann für die Maßnahmen zum Vote, wo die sozialistische Fraktion sich enthält. Wenn er selber damit d'accord? Merci. Und dann all die anderen, wen hast du damit d'accord? Merci vielmals. So, da kommen wir auf den ersten Punkt von unserem Ordre du Jour, Konventionen. Da muss eng aufgeholt gehen, Nummer 9. Weil die Leute die kriegen nicht den Emprunt, den sie wollten machen. Also Nummer 9 ist nicht zum Wort. All die anderen aber schon ja. Wen will zu weit schwätzen? Madame Milchen? Zu der 11 von Schlift. 11, Herr Boissante. 1 an 11. Ja, Herr Costa. 1. 11 oder 1? 1. Herr Benoit. Madame Branca. Numéro 11, s'il vous plaît. Madame Camarda. 11, auch von Schlift. Merci. An den Herr Philippa. 11. Okay, dann fangen wir mit der 1 an. Herr Boissante. Merci vielmals für das Wort. Wir schwätzen heute über eine Konvention, wo wir den
den mussssen aufstimmen fir den Loyer vun engem Exploitant fir den Schein Lokal, der renoviert gin ass am Merler Park. Vom Prinzip si mir natürlich aferstanen engem Kommerzant entgegen zu kommen, an eng Reduktion vum Loyer zu machen. So mé dat stellt euch am vu Geholl verschiedene Froen. Die echt as wéiet du zou kommers den dote Monter vu 500 € aufzusetzen, well so weidech fees hat vielleicht ihrech mech, méi so werdech fees am Appell d'offre wat Propositionioun am vu Geholl schon mi héich wie die 7.500 € vum Exploitant, den ass lo 7.000 € Rof suggeriert gin. Dat fënnt eng richtig Justifikationun wie das so lang den Merler Park zower oder alle Fall net am Zostand, den man normalerweise kennen, wie den Renovationstraven vun der Spielplatz. Als fervent Defenseur vum Kommerz giwech war ich bëssen erstaunt, dats mir net méi gifen am vun Geholl machen fir de Kommerzant ze unterstützen, a vielleicht so eng not de Kredit machen, fir vielleicht den een oder den andere Mount wie das den Deal de Base mat enger Spielplatz operationell net de Fall war wären verschiedene Meint, dats man vielleicht kind de bëssen méi fir heet machen, well wann ich bech och gut erinnere kann, Lächkurs, dats mir eng Reduktion vu Loyer erlaubt hunn fir Kommerzant, dat war fir a la Vita ze bëne wiech an de pu Meint no hat man leider misisten feststellen, dats de Kommerz och zougängen ass an ich hat mir schon do gemeldet oder gefrot, ass dat da genug als Reduktion vum Loyer. Dat auch dann die Frau, die se Stellen, die man nach stellen ass, gëtt dat eng Rekonduktion vum Bei, ass dat einfach ein Amendement, ass den Durée de Bei nach immer deselchten, wie das Konditionen sech dann noch ändern, an wie weit stimmer dann, mat dat immer schon puermal noch ha ich schon erwähnt hun, mat den eisen Konditionen fir wann en Appell d'offre gewonnen gëtt, dass wann den Exploitant nëmi am Zostand ass d'Operationioun ze féieren, dats den Obje rëm am öffentliche Markt kënnt, fällt ass eng froh, die an der Luft steht, mir hunn schon verschiedene Fälle ha ich schon erwähnt, an wir werden auch schon weiter schwäze muss mengg an der Zukunft. Merci vielmals fir Antworten. Merci auch, Herr Costa. Vielmals merci. Wir können der heute natürlich just unterstützen. Wir fanden es ganz sinnvoll, wenn die Gemeinde auf Demande von einem Kommerzant reagiert, den eine Leistungsreduktion braucht, will, weil es für den Kommerz wichtig ist. Das eigentlich heute der perfekte Beispiel, dass die Tatsache, dass die Gemeinde selber Kommerz, ein Espace kommerziellen hat und die verlohnt, dass das die beste Moyen als für Kommerzant Möglichkeit zu gehen, für zu einem raisonnablen, einem attraktive Leute können an der Stadt den Kommerz abzumachen. Und wissen, dass der Benennung von denen die Moyen als die Stadt hat, und wissen, dass Stadt natürlich auch halt schon ein ganz Reihe Kommerzen hat, sind wir eigentlich der Meinung, dass man die Moyen eigentlich noch mehr ausbauen müssen. Das heißt, gucken, dass wir nach mehr Kommerzen anhand von der Stadt kreieren. Wir wissen, dass im Moment sich vor allem auf das Stadtzentrum konzentrieren. Wir gesehen aber, dass wir, ich meine, das ist ja ein Thema, das an der Last immer im Abkommen ist, dass wir andere Quartieren haben, wie zum Beispiel die Gare, die Schwierigkeiten haben an dem Bereich, wo die Stadt letztendlich wenig Kommerzen hat. Wir sehen da schon ein Potenzial, dass wir da investieren. Voilà, da vielleicht einfach simpel froh, was da geplant ist, was da Erfahrungen sind, die da envisagiert zu machen, für dass wir mehr der Kommerzen an Teil von der Stadt Lützburg kriegen. Natürlich wird man nie an der Sonne Debüt, dass man alles just entre guillemets mit dem Publikum organisieren. Aber das ist so, dass das aber natürlich ein Kurzterm ein hohes Investiment ist, aber da der Gemeinde erlaubt, über lange Zeit einen Einfluss zu haben, auch auf das Development von dem Quartier, ein Development vom Kommerz, aber auch natürlich Wert für Kommerz entwickelt. Und neben das natürlich auch dann einen positiven Effekt kann und auf den Rest vom Development vom Kommerz an dem Quartier, wenn ein paar der Geschäfte hat, ein paar Lokale hat, die dann noch gut funktionieren, und die dann noch einen positiven Effekt können haben auf den Rest vom Quartier. Vielen Dank. Merci, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Boemischter. Merci, Herr Santen, Herr Costa, für den Interesse für den Pavillon zu Merl, also am Merler Park, besser gesagt. Für
klarstellen, heuer eng Demande kom vom Exploitant letztes Jahr. Mehr Culpa huet so lange an de Servicer mat Analyse gebraucht. Den huet also letztes Jahr no dems gif Schlomol behaupten zu Gasbrüch ma e lokal hai gestimmt hun fir e Loyer, wo man ganz neu am Gasbrücher Park vu 4.000 €. Wir hun am de Pavillon Merl wie den verlohnt gin as firteich, du wo d'Offer vun die hexten Offer oder die doten Offer bei 7.500 indexéiert. Entretemps sind wir do bei iwwer 9.000 €. Die letzten Jahre sind durch Covid, wir haben sich auch Angst mit dem Chantier und alles, mit der Situation wie das als Situation nämlich schwer gehen. Und darauf sind wir da gefroht, nicht an sich pro Sache gefroht, den Exploitant. Nicht gefroht, ob es nicht möglich ist, die Loyer aufsetzen, weil das plus TWR, das über 10.000 mit der TWR weit drüber, und man da keinen Effort machen. Und dann hat er sich auch darauf aufmerksam gemacht, dass der Merler Park Park den Zoo gesperrt get overes an dat sind do overes kein Leiit méi huet die Ise kommen an hunn do lohn net Lesung von zum Beispiel op dem wolle Wini well wann hin muss 10 oder halb 11 zou sperren, da könnt chemi enger oder hin wann um 4 op 10 gesot lo musste schon raus dat krit an dem sind kann net so funktionieren wie lo zum Beispiel de Restaurant am Gasfrischer Park. Darauf sind wir natürlich analysiert am Chefrot haben wir dann ein Propos gemacht für den Loyer nicht direkt auf 4.000 € aufsetzen. Wir gesagt, der Mann hat das aber offeriert, die muss natürlich seine Berechnung können machen. Wir müssen auch verstehen, dass die Situation an dem Sinn mich schwer ging als dabei aus. Sie hat durch alle Kosten, wo wir da ja gesehen schmengen. Zumindest mal den Herr Boissante weiß das als, weil er vom Fach kennt, dass sowohl Taschemedaier sie wie auch Personalkosten sie mir der Meinung wäre am Chefrot, dass man sollten rund 2.000 € auch TWR raufgehen und da tun wir dann hier so wie festgehalten ab den 1. März retroaktiv ab den 1. März gemacht. Nicht mehr weit zurück, nicht ab dem Datum von der Demande. Das zu dem Dossier zu sagen und schon ich merci für Ihre Frage. Ich ging dann dem Maurice Bauer nach gehen, wie man mit den Geschäften auf der Gare durchstehen. Herr Bauer. Wie gesagt, ich meine, das auch schon gesagt gehen. Ich meine, wir haben da ein Gretsch, wir haben das Konzept notamment vom Pop-up, wo man ja auch immer breit sind, wenn er einen anderen Kommerzant kennt, für man da diskutieren, dass wir das sollen holen. Das ist natürlich auch immer so, dass wir nicht den Marktpreis bezahlen, damit dass wir unter dem Marktpreis natürlich bleiben, weil man natürlich auch nicht will, eine Konkurrenz loyal sein für die anderen Leute. Du willst ja probieren, man. Ich meine, wir haben auch auf der Gare ganze Coop Boutiker, die wir schon an dem Pop-up-Store hatten, respektive nach Hun. Aber wir werden immer da als dir abholen, für die Leute nach weiter hier wollen, ob die, wie man da ist, gehen, dass man natürlich als dir aufpasst. Wie gesagt, dass man an einem von denen Surface werden ein Kino installieren, das wird man auch probieren, für den Hirsch hinzukriegen. Ich meine, dass wir da an der Hinsicht auf einem guten Weg sind. Voilà. Merci vielmals. Merci. Und wir stellen die Konvention Nummer 1 zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Merci. Da kommen wir auf die Nummer 7, Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemeester. Es geht um eine Konvention d'Exécution von einem PAP zu Merl direkt neben dem Geseknäpchen. Ich will sagen, dass wir das wirklich begrüßen. Hier ist ein gutes Beispiel von einer Verdichtung an eure PAP, den von dem Depot vom PAP, respektive dem Wort, den wir hatten, bis zur Exekution auch sehr gegangen ist. Eben eine Flotverdichtung am Quartier, eure PAP, wo die Umsetzung angeht, wo man die Kurzwehr favorisieren, also etwas, was wir just können unterstützen. Ich will hier noch einen Grünner streichen, das heißt die zweite Konvention, die in dem Pakt Logement 2.0 lebt.
Also auch eng positiv Nouvelle, weil man heute par rapport zum Pakt Logement 1.0 nicht nur 10% Logement abordabel haben, die an die öffentliche Hand gehen, mit ganzer 15 und dadurch nach zu einem Baupreis von der Kaste von der öffentlichen Hand den Midday was und das ohne das Staat muss abkommen für den Terraspreis. An dem Sinn meine ich heute wirklich ein gutes Beispiel aus und ich hoffe, dass man an Zukunft noch viel an relativ sehr weiter PHP kreieren, die nach dem Pakt Logement 2.0 werden umgesetzt gehen, weil das wirklich ein extrem effikazes Moyen ist, für öffentlichen Wohnraum, bezahlbaren öffentlichen Wohnraum zu schaffen. Vielmals merci. Merci auch, Herr Benoit. Es hat keiner besser können so, für die Projekte zu lösen. Dafür setzt nicht noch mal größer Fried zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Da haben wir das in den nicht mehr geholt. Und da kommen wir bei den letzten, der Nummer 11, Madame Kamada. Vielmals merci für das Wort. Musik verbindet, Musik bringt Leute zusammen. Und wir haben eine Chance, dass die Philharmonie eben mit der Stadt Lützeburg so eine Flottkonvention signiert hat, weil sie als Musik, die an einem großen Gebäude wie die Philharmonie bei Jitveré bringt. Und das ist etwas, wo man können stolz sein darüber, wo man denen so einem Service an so einer Konvention können nehmen, beistehen. Wenn ihr bedenkt, dass man durch die Zusammenarbeit mit Philharmonie beim großen Theater möchte, haben wir dann das Jahr eben 2 fantastische Opern, die uns zur Verfügung waren, wie den Nabucco, den Armee, war den auch ein fantastisches Szenebild hat, von uns für kurz mal eine Zeitung darüber geschwärzt ging, als an den Othello, den am Oktober könnt. Wir haben noch immer die Chance, dass die Philharmonie eben nach einem Schritt mehr noch könnt, obwohl Cinemathek zwar so ist, dass wir rüber an die Kapuziner gehen, für eben die ganze Kollaboration können zu gucken, die geschehen eben mit der Musik, wo wir da auch ganz flott Sachen, und du kannst dann nehmen, ob Carmen hinweisen, an ob der Farinelli, den am Dezember rüberfährt. Dann, klar, nicht zu vergessen, als Kinex Swiss Loves. Die kindische Ball auf verschiedenen, die kindische Purmol spielen, denn dafür, dass ein Altleid Möglichkeit kriegen, für die Konzerte können gucken zu kommen. Die Philharmonie bietet als aber ein Niveau an, den phänomenal ist, wo man können richtig stolz sein darüber, und wo wir am internationalen Niveau mit allen Leuten zusammenkommen, an unserer Gesellschaft, an unseren Mattbürger, an auch all den anderen Bürger vom ganzen Land, können etwas hochwertig, qualitatives anbieten. Und das ist wichtig, weil wir alle gut Recht, ob Kunst, ob Kultur, und ob für und allem auch die Leidenschaft, und die Arbeit, die da in die Musik geschafft wird, mit einem Orchester, eben wie den Philharmonischen Orchester, den super gelebt wird, und auch immer dementsprechend super Solisten mit raufbringt, die immer, wo wir können stolz sind. Wir nicht nehmen, weil man muss ja aufhängen, Musik, die eine Kanner zu gehen, dass ein Kanner wissen, wie wichtig die Musik ist. Und dafür, als eben ihre ganzen Service edukativ, den sie haben, ob da ob die 23 Spektakeln raufgeht, denen sie den Kanner gratis zur Verfügung stellen, für als Ecole Fondamentalen hier an der Stadt, als das schon etwas wichtig ist. Kanner sollen den Weg kennen, den an die Philharmonie bringt, und auch gleichzeitig sollen sie gesehen, dass die Künstler, die in der Hand ja Instrumente sind, dass da doch ganz normal Leute sind, mit denen ich schwätzen, und auch kann man einfach froh stellen und einfach den Zugang zu dem Mensch, den Hand dem Instrument das einfach fannen. Das ist wichtig. Dafür haben wir auch 18 Ateliers, die auch das Jahr proposiert gehen, Ateliers und Workshops, bien évidemment, die auch dann gratis sind für die Ecole Fondamentalen. Und da Kinder nicht nach so als Präsidentin, wir brauchen mehr davon. Und wir wissen, dass genau so Sachen immens wichtig sind, dass als Ecole de Quartier überall ausgelöscht sind, dass wir wissen, dass ein klar kann alle gute Schlagen stehen, für können an die Konservatoire ranzukommen, wie dass wir ihnen die Möglichkeit geben, auch für große Künstler, für große Musiker, können einfach inspiriert zu für ihr Leben, weil Musik ist auch ein Arbeit, und Musik hat einem auch eine Zukunft. Und dann haben wir auch immer noch die verschiedenen Projekte, die mit der Kollaboration aus dem Konservatoire entstehen, die auch ganz flott sind. Und wir freuen also alle Gute, bis ein Auditorium am Konservatoire Obers. Aber das sind alles Sachen, die zu unserer Stadt, die wir in unserer Stadt brauchen. Mit all unseren Nationalitäten, die hier sind, mit all unseren verschiedenen Leuten, sollen wir ihnen die Möglichkeit geben, dass die Philharmonie auch für jeden Verein da ist. Klar gesehen, dass eine Augmentation da ist. Von 2017 sind wir auf 36,75% am Budget an die Luft gegangen. Da wissen wir auch, dass all die Freien, die dazukommen sind, dass die auch an die Luft gegangen sind, an die Indexationen, an all die Medaillen, also dass alles Medaillen gehen in der letzten Zeit. Und das ist auch wichtig, dass wir als Leute zum richtigen Preis bezahlen.
Dafür ja, ich kann nicht mehr so eine Konvention unterstützen. Ja, wir brauchen nicht noch mehr. Von für allem, wovon ihr gesagt, also als Mom reservieren wir mal gerne einen Ticket an der Philharmonie, für mit Luisa können gucken zu gehen, weil global 6 Jahre kriegt. Und die Tickets, die sie fort wie warm bredischer. Dafür fand ich es wichtig, dass wir eben als Service an als jungen Hai der Toten anbieten. Dafür kann ich das nicht mehr begrüßen und zustimmen. Merci. Merci vielmals. Madame Milchen. Merci für das Wort, Madame Bürgermeister. Ups. Ja, dem ist so. Ja, ja guck mal. Ne? Ja. Heute geht es um die Konvention zwischen der Stadt Lützburg und der Philharmonie. Vielleicht lieber. So. Ja, ich meine. Ja. Das ist vorher nur der Madame Kamerad schwätzen, weil die wäre schon ganz gut hier. Aber ich will aber auch positiv sein. Am Kader von dieser Stadt steht für die Jahr 2026 eine Partizipation von 28.000 € zur Verfügung. Am Gegenzug dazu engagiert sich das Orchester Philharmonique Luxemburg an ihr pädagogische Service, Projekte und Manifestationen am Dienst von der Stadt auch von ihren Bürgerinnen und Bürgern zu machen. Wir fanden das Zusammenarbeit ganz wichtig, aber begrüßen sie natürlich. Die Philharmonie ist eine von der kulturellen Visitekarten von unserer Hauptstadt. Sie trägt dazu bei, Lützburg als open, modern und kulturell divers Stadt zu positionieren. Mir nach mir wichtig als ihre Rolle am Bereich von der kulturellen Bildung und natürlich der Integration. Besonders begrüßenswert ist, dass diese Konvention explizit auf die Zusammenarbeit mit den Schulen, dem Konservatoire, den Stadter Theatern, der Cinemathek und anderen Services von der Stadt verweist. Diese Konvention weist nämlich ganz gut, wie wichtig Transversalität von der Kultur ist, weil Kultur nicht mehr allein an einer Institution geschieht, wie besonders stark kann geben, verschiedenen Akteuren zusammen schaffen. Zusammenarbeit zwischen der Philharmonie, der Stadter Theater, dem Konservatoire, der Cinemathek, den Schulen und anderen Services weist, wie viel Potenzial also Kollaborationen stößt. Das möchte als kulturell auch von mir reich, eine Philharmonie mehr accessibel für ein mehr breite Publikum, für ein allem auch für die Kinder, und mehr nur bei den Bürgerinnen und Bürgern. Genau das Art und Vernetzung als ein Stärk von unserer Stadt soll auch in Zukunft weiter gefördert werden. Gleichzeitig schwätzen wir auch über eine substanzielle Summe Steuergelder. Dafür begrüßen wir, dass eine Konvention gemacht wird, an der klare Modalitäten, Rechte und Pflichten für beide Seiten festgelegt gehen. Mit dieser Konvention wird eine gute Kader geschaffen für eine enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt und einer von unseren wichtigsten kulturellen Institutionen. So nicht, merci. Merci auch, Madame Branca. Merci pour la parole, Madame la Bourgmestre. Il s'agit de la convention entre la ville de Luxembourg et l'établissement public Salle-Concert Grande-Duchesse Charlotte concernant les activités de la Philharmonie et l'orchestre philharmonique de Luxembourg pour l'année 2025. Cette convention prévoit une participation financière de la ville à l'auteur de 820 000 €. Il s'inscrit dans un partenariat de longue date entre la ville et la Philharmonie, une institution qui joue un rôle majeur dans la promotion de la culture et le rayonnement de notre capitale. La programmation proposée pour 2026 est particulièrement riche. Je pense notamment aux collaborations avec les théâtres de la ville autour de Nabucco et Othello, aux nombreux projets menés avec la cinémathèque tels que le ciné-concert Vertigo, Blackmail, Carmel ou encore Home Alone, ainsi qu'autres initiatives développées avec le conservateur de la ville. Nous tenons également à souligner l'importance des actions destinées aux jeunes publics. Les concerts scolaires, les ateliers pédagogiques, les projets participatifs et les nombreuses activités de médiation culturelle permettent à des milliers d'enfants et de jeunes de découvrir la musique et la création artistique. Nous considérons toutefois qu'il est toujours utile de s'interroger sur la manière d'élargir encore davantage l'accès à la culture. La Philharmonie est un symbole d'excellence, mais elle doit également continuer à être un lieu ouvert à tous les publics, notamment aux jeunes, aux familles et aux personnes qui fréquentent moins spontanément les institutions culturelles. L'investissement public dans la culture est essentiel. Il contribue à l'éducation, au vivre ensemble et à l'attractivité de notre ville. C'est pourquoi nous saluons les projets prévus dans cette convention, tout en encourageant la ville et la Philharmonie à poursuivre leurs efforts pour rendre cette offre culturelle toujours accessible et inclusive. Merci. Merci auch an den Herrn Philippard. Merci, Madame Boyemisch. Das ist immer schwer, als Letzten nach etwas dabei zu setzen. Trotzdem will ich aber gerne ein paar Worte über das Konvention sagen, die Modalitäten von der finanziellen Beteiligung von der Stadt Lützeburg öffentlichen Etablissement Salle de Concert Grande Duchesse in Charlotte für die Lützeburger Philharmonischen Orchester regelt.
Das, wie die anderen Leute auch schon gesagt haben, eine ganz wichtige Initiative, die ich nicht mehr bereisen kann. Stadt Lützeburg an den Etablissement Public Salle Conseil und Josephine Charlotte pflegen seit Jahren eine beispielhafte Partnerschaft am Dienst vom kulturellen Leben. Gedroht von einem gemeinsamen Willen, Musik als Vektor von Integration, sozialem Zusammenhalt und persönlicher Entwicklung zu fördern, schaffen die zwei Institutionen eng zusammen für artistische Exzellenz einem breiten Publikum zugänglich zu machen. An diesem Kader stellt ein Etablissement der Stadt die Lützeburgische Philharmonischen Orchester sowie seine hochkompetente pädagogische Service zur Verfügung. Das Zusammenarbeit konkretisiert sich durch eine Reihe von Manifestationen, die in Kooperation mit verschiedenen Services von der Stadt organisiert, wie gerade schon annimmt, das geht notamment dem Staater Theater, dem Conservatoire, der Cinémathèque, dem Service Enseignement, dem Service Événement Fait de Marché, der Koordination kulturelle und anderen Services, die im kulturellen Bereich aktiv sind. Diversität an den Umfang von dieser Zusammenarbeit verlangen auch eine intensive Aufstimmung zwischen allen Akteuren. Das gemeinsame Jahresprogramm überschneidet sich mit zwei musikalischen Saisonen. Das Umstände erklären, für was Konventionen regeln, der erste Haltchen vom Jahr finalisiert und gelöst kann gehen. Die vierleihen Konvention gilt für das Kalenderjahr 2026 und tritt mit retroaktiver Wirkung am 1. Januar in Kraft. Die Konvention definiert präzise die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von jedem Partner. Für eine hohe artistische Qualität von den Manifestationen eine professionell, technisch und organisatorisch und sicherheitsgenormten Umsetzung zu garantieren. Sie regelt durch Promotion und Kommunikation von den Evenementen durch die zwei Vertragsparteien. Die Kooperation hat ihre Originen an der historischen Partnerschaft zwischen der Stadt Lützeburg und der Fondation Henri Pensis. Am Kader von der Reorganisation vom früheren RTL-Orchester an der Fusion von der Fondation Henri Pensis mit dem öffentlichen Etablissement am Jahr 2011 gouf die bis dahin von der Stadt akkordiert finanzielle Unterstützung auf den Orchestre Philharmonique de Luxembourg transferiert. 2020 wird die Stadt Lützeburg finanzielle Beteiligung regelmäßig und die wurzelnd artistisch und pädagogisch Offere vom OPL angepasst. 2023 wird die Stadt mit 725.000 € beteiligt. 2025 werden 800.000 und kriegen wir da 820.000 proposiert. Der Orchester Philharmonique, den aus 90 Musikerinnen und Musiker aus rund 20 Nationalitäten besteht, erlebt aktuell eine besonders erfolgreiche Phase an der europäischen Musikszene. Die rezente Nomination vom ungarischen Dirigent Martin Rajna als zukünftiger musikalischer Direktor von der Saison 26/27 und unterstreicht den artistischen Anspruch vom Orchester als sein Wunsch, den Exzellenzweg zu feiern, den unter der Leitung von Gustav Gimeno angeschlagen wurde. Nach 10 bemerkenswerten Jahren unterstützt vom Ensemble analysiert hier ein Orchester mit internationaler Renommee, den durch seine Konzerte, seine Tourneen und seine Aufnahmen eine hohe Anerkennung genießt und mit prestigiösen Preisen und Nominationen ausgezeichnet wurde. Mit der Konvention, die der Schafferrot haut vorlegt, wird die Ausrichtung voll und ganz unterstützt. Neben seiner artistischer Renommee spielt den OPL auch eine zentrale Rolle bei der Demokratisierung vom Zugang zur Kultur. Als Gegenleistung für die Unterstützung von der Stadt stellt ein Orchester seine Musikerinnen und Musiker an den Institutionen von der Stadt zur Verfügung. Er schafft ein umfassend artistischer pädagogisches Offer für die Schulen im Territoire von der Stadt aus. Die pädagogischen Ateliers und musikalische Spektakel, die sich zwischen 6 und 12 Jahren richten, stellen dabei eine besonders wertvolle Investition dar. An einem Alter, an dem Kreativität, Kuriosität, Sensibilität sich intensiv entwickeln, fördert Musik die Fantasie, den emotionalen Ausdruck an persönlicher Entwicklung. Gleichzeitig stärken diese Aktivitäten wichtige Kompetenzen wie Konzentration, Gedächtnis, Koordination und Teamgeist. Sie drohen noch dazu bei, die Kanner verschiedene kulturelle Universen nutzubringen, an ihre Offenheit und Kreativität zu entwickeln. An dem den OPL die junge Generation schon Haut und Musik an und die liewige Kunst auffeiert, hilft ihnen kulturelle Publikum vom Mut zu formieren. Seine pädagogische Offeren erreichen all Jahr rund 15.000 Schülerinnen und Schüler aus dem Land, was den hohen gesellschaftlichen und edukativen Wert von dieser Arbeit unterstreicht.
Jahr 2025 wird dank einer finanzieller Partizipation von 800.000 € viele Aktivitäten für die Anwohnerinnen und Anwohner von der Stadt ermöglicht. 23 Spektakel für Schüler aus dem Fundamental, 18 Gratis-Spektakel an Atelier, 3 Projekte zusammen mit dem Konservatoire, 4 Cine-Konzerne und Live-Cinema-Veranstaltungen zusammen mit der Cinemathek, 4 Oper-Abende mit der Stadter Theater sowie beliebte Konzert Königswiss Loves. Für 2026 gesäit das Programm einen weiteren Ausbau von dieser Offer 4 mit insgesamt rund 73 Manifestationen. Vorgesehen sind unter anderem 6 Opernabende an Zusammenarbeit mit dem Grand Theatre, 2 Live-Cinemas waren, 8 Cine-Konzerte mit der Cinemathek, der Konzert von den Laureaten von der Lützeburger Konservatoire, der Konzert von den Schülern vom Konservatoire und natürlich auch das Konzert Königswiss Loves, den der 4. Juli 1000 Spektateuren wird unzählen. Gleichzeitig klimmt 12 von den Konzerten, Spektakeln, Ateliers und Workshops für die Schüler aus dem Fundamental von 41 Manifestationen am Jahr 2025 auf 55 Manifestationen am Jahr 2026. Das beweist die große Bedeutung, die der artistischer Bildung an dem kulturellen Zugang für junge Menschen akkordiert wird. Die für 2026 vorgesehene finanzielle Partizipation von der Stadt belief sich auf 820.000 € als forfaitaire Enveloppe. Das Montant leitet deutlich änderten direkten Ausgaben, die den OPL am Kader von diesen Leistungen drohen muss, an die Leistungen sie für eine Zeit ob die 2,6 Millionen angeschaut gehen. Am liegt von der Heiger 12 Manifestationen ihrer artistischer Qualität, ihrem edukativen und sozialen Wert sowie ihrem Beitrag zur Integration und zum Zusammenleben von allen Anwohnerinnen und Anwohnern erschenkt die vorgesehene Partizipation von 820.000 € als voll und ganz gerechtfertigt. Sie stellt eine nachhaltige Investition an Kultur und an Bildung durch, fördert den sozialen Zusammenhalt und die Attraktivität von unserer Stadt. Ich meine, so wie doch geklungen hat, müsste das Projekt können für jeden Bannen mitgedroht gehen. Merci. Merci vielmals für die ganz positiven Beiträge. Ich meine, ich spüre, dass wir hier werden eine Unanimität kriegen für die Konvention an alles, was gesagt wird, aber dann stark gehen, als die Wichtigkeit von unserer Zusammenarbeit mit der Philharmonie und Philharmonie ganz lang auch. Das kann der Schafferrot nicht mehr mit 2 Händen unterschreiben. Und ich will dafür auch die Konvention heute direkt zum Wort stellen. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Das ist ganz fein. Merci. Da kommen wir bei den Punkt Nummer. Ja, schon nicht vergiss. Am Aldianer sind auch da mit d'accord? Ja, merci. Richtig, merci. Dann Punkt 9 von unserem Urbanismus geht das Klassement oben Lampertsburg für verschiedene Teile von der Universität. Ich meine, aus unserem Dossier, den der Krit hat, geht klar dafür, dass man mit verschiedenen natürlich ganz d'accord sind, besonders die alle Kloster, und eben noch eine BAM-Reihe, aber dass ein altes Gebäude ändert, dass man da proposieren, nicht den positiven Avis zu gehen. Aber ich meine, ich gehe sind dazu nach Wortmeldung den Herr Präsident, an den Herr Philippard, ja, an den Herr Boissante, an den Herr Costa, wunderbar, Herr Radu. Merci für das Wort. Wie schon so, als es vielleicht zu wissen, ein bisschen einen gedeelten Avis aufgehen, in der Kommission diskutiert, dann schlossen mein Kollege Robert Philippard auch an dat Ago wat de Merit klasseiert ze gin. Ich habe mir vielleicht vor Marken zu machen, die aber ein bisschen annex sind zu dem Dossier. Das steht auch in unserem am Rapport, als das ein großes Site, wie wir schwätzen, wo ein Reihe Gebäude drauf sind, an ein paar Gebäude sind auch schon länger klassiert. Unter anderem die Gebäude an der Avenue de la Fayencerie, die seit 2018 klassiert sind. Das ist das Hauptgebäude vom Pensionnaire Saint-Joseph, an die seit Jahren eitel stehen und effektiv in einem delabrierten Zustand sind. Dafür, das eng Sachen zu klassieren, aber das geht aber nicht durch. Und das muss ich aber nach Hause dann gucken, was machen wir oder machen, und dann etwas mal dabei aufhängen, daran investieren, umbauen und doch nutzen. Weil wir haben keine andere drin,
die Scheide Bayier zu klassieren, also dann sie lösen zerfallen, das kann nicht sein. Sucht du nicht, wenn so nach der öffentlichen Hand gehört. Und wir meinen nicht, wäre total aber den Chef zu invitieren, vielleicht mit uns im Navi, wo eine kleine Invitation und die zuständige Stellen an der Regierung zu gehen, für zu sagen, vielleicht schon eben andere Sachen, aber schon ein bisschen noch gucken, ein Konzept d'Utilisation auf den Weg zu bringen für die Gebäude, die stehen an der Wette stehen bleiben. Das nächste, dass an, du weißt, unser Service auch einen negativen Erwägen zu einem Teil von den Gebäuden. Am Mund an der Kommission darüber diskutiert, es sind ganz paar Leute, die aber auch politisch ganz positiven a priori und für auf den Weg zu gehen, den uns fehlgeschlagen wird, mir dann aber so, wo sind dann die Elemente für das zu erleben, wo sind Fotos, wo sind Verbannen, wo sind die Argumente, die so toten also wirklich schützenswert an den Dossier auch heiere mein Keier, wie uns der Staat in der Britin als vom Imper als exzessive Moments. Au point, dass Leute an der Kommission unaniem sollten, wir können nicht einfach aufgrund von einer Foto vorbausen, wo überhaupt nicht daraus ersichtlich ist, was schützenswert wären, ohne weitere Argumente der Argumentation notgehen. Und dafür auch da muss man aber fertig bringen da, als Stadt Lützeburg, weil wir machen das oft, wir aber nach einer zu so in man schrift argumentiert, da war man de Bussen, dass wir probieren, dass wir auch können nachvollziehen, wie weit Sachen sollen geschützt gehen, dann kann nicht sein, wenn einfach just da steht, ein Témoin de son époque, weil alles forcément wird irgendwann gebaut ist, als an der Zeit gebaut ist. Also das ist einfach das ist logisch. Ja, das ist logisch und ein bisschen dürftig für Patrimonialdecisionen zu haben. Und das ist der jüngere Markt, die unser Service möchte, an richtigerweise als Aménagement kommunal an Development urbain als eine Kompetenz von der Stadt, eine Kompetenz vom Schaffer vom Bürgermeister, an natürlich an der Supervision vom Gemeinderat. Und kann nicht unter dem Stempel von der Protektion von Monumenten Urbanismus gemacht gehen. Und dafür auch das ist Site, als der muss eine Wichtigkeit an der muss ein Potenzial von Development urbain, weil er nicht einfach kann an unserem Service steht Mettre sous cloche, effektiv ein Klapp drüber sitzen, also hat der nie mehr Besonderes gemerkt, die haben alles behält sein Gabarit, das kann nicht Sinn ohne weitere Argumentation, das von ihrer Macht nicht machen, die nicht an Substanzen, die möchten Herr Philipp Henno weiter. Vielmals merci. Merci vielmals auch, Herr Costa. Vielmals merci, Madame Bestisch. Ja, wir werden diesen Avis matstimmen, wenn wir am Anfang können dem das nur vollziehen, was Service als Argumente gehen. Ich wollte doch den Herr Ratto rejoinieren auf den Punkt, dass es natürlich sinnvoll wäre, so sehr wie möglich zu gucken, wer den Dealer, wo nicht sowieso schon etwas geplant das geschieht, an so sehr wie möglich ein Projekt zu haben, dass es dafür geht, das soll nicht zu lange nach weiter idle stehen. Ich hatte am Anfang mir eine prozedurale Remarque. Wir hatten hier am Dossier den Rapport von der Kommission pour le Patrimoine culturel mit dran. Soweit ich mich erinnern kann, hat man den in der Kommission nicht viel leihen. Wir konnten den nicht viel aus der Kommission. Das heißt, auch noch von der Diskussion in der Kommission hatten, konnte man nicht mehr Informationen, was das Raisonnement von der Kommission war, für die dort Klassementer vorzuholen. Ich gebe es gut fanden, wenn wir in Zukunft den Rapport kriegen, weil da stehen aber eine Reihe Argumente dran. Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass man nach mehr PSL Appui mit Fotos und so weiter kennt Informationen kriegen, weil allein ein Text geht natürlich nicht durch, wir können es appräcieren, ob die Sachen da wirklich auch so sind oder nicht, oder wir können dann wieder darüber aufzugehen. Das heißt, voilà, zwei Sachen, der Fall, dass man den Rapport am 4 auskriegen für der Kommission, dass man es auch wirklich können, wie dafür drum machen, und der zweite, dass ich vielleicht auch hier an dem Avis das Minister bzw. die Administration auffordert, dass man in Zukunft die dortigen Elemente wie Fotos, die auch das belegen werden, an dem man wieder steht, dass man die auch kriegen. Merci. Merci vielmals, Herr Boissante. Merci vielmals für das. Ich hatte just den Herr Philipp für mir schwatzen, wir müssen dann wir können das direkt ändern, ne? Nein, wir können das direkt ändern, da bin ich direkt dem Herr Philipp. Ich bin sicher, dass ich dann nicht mehr viel zu sagen habe. Ah, bon. Bon. Aber dann kommen wir gucken mal.
Herr Philippa, also wenn dir alles das gesagt hat, was Lothar Herr Philippa sieht, dann bravo. Herr Philippa. Aber ich muss besser für das Kompliment, ich sehe ja dann. Also ich ging mich mit dem, was du gesagt hast, gehen, und sich vom Inhalt hier ausschließen. Ich gesehen das aber ein bisschen mehr nuanciert und ich gesehen das auch viel mehr positiv. Weil der ganze Exerzice erlaubt auf beide Seiten, auf der Seite sowohl vom Ministerium wie auf der Seite von der Stadt, ein Kehr gedanklich sich mit dem Sujet auseinanderzusetzen. Und zu sehen, wen hat schon was für Instrumente, aber wie können die sich komplementarisieren. Und ich meine, hier ist wirklich ein super Beispiel, wie das kann funktionieren. Effektiv, wir haben auf dem Lampertsberg, dort sind wir in einem Gebiet, wo eine Reihe Gebäude, frühere Saint-Joseph-Pensionat, notamment an das Seminar, schon klassiert sind, 2016. Da kann ich natürlich ganz berechtigt die Frage stellen, man die Kasse Wert von 2018, die leider am Ministerium der Kultur nicht gedurcht, für die dort Sache mit dabei zu holen. Aber ja, das ganz einfach, weil es weiter Überlegungen gibt, für ein Sitz zu believen, war es mir wichtig, als auch dabei nach ein immer das Patrimoine en Konsideration in der Lupe zu holen, ohne dass da schon heißt, dass ein Klosch drauf gesagt wird. Das sieht nämlich auch aus, wie wenn beim INPA alles ginge an ein Klosch gesagt, nee, den INPA erlaubt auch Developmenter von Gebäude. Das ist vielleicht einst du ganz kompliziert und das ist vielleicht auch kostenaufwendig, aber das ist nicht wie wenn den Denkmalschutz absolut nicht mehr ein Veto wäre zu etwas. Also so, da ging ich das einfach mit nuanciert gesehen. Wir haben für das, was gefroht geht. 100 Gebäude, die Annex von dem früheren Seminar. Die wurden in den 60er Jahren nach zur Zeit vom Seminar gebaut. Gelungenerweise nicht einmal wie vom INPA dran, dass das ein Architekt Constant Gillardin war, für den der ganz typischen Bau ist, an den relativ sehr dünne Verlohn das gehen, und zwar und Mittelschule. Die hier echt daheim von hört, die echt Informatikskurse sind, da gehen sie in Examen, da geschrieben gehen, das ist ein Gebäude, das effektiv so allgemein hat seine Geschichte, hat er gerade total recht, wo aber trotzdem eine gewisse Charakteristik hat, bei uns steht also schon am PRG als klassifizierte Zone aus. Daneben haben wir die Allee, die Landenallee mit an der Achse, wunderschön den Oratoire, die früher 100 Male Kauer von der Kathedralstung von 1635, den da an dem Park dran steht. Auch den Teil, der gerade gefragt wird, ist schon über das PRG als so ein Park klassiert. Was du weißt, dass an durchschnittlich kein Mensch etwas dagegen, dass das weiter developiert wird, dann du siehst immer, wie wir alles überdecken. Weil das ist aber ein bisschen anders, dass bei denen anderen Deel an zwar der Annex von dem Pensionat Saint-Joseph, der 35-36 ist. Den anderen Wesen nach vielleicht, dass der American International School dran installiert war. Wir wissen noch alle guten Heibannen, dass wenn in eine Schule an ein Gebäude setzt, dass in das immer muss irgendwie so Norm machen, dass das Gebäude nicht wie authentisch ist, dass auch vielleicht nicht das Paradebeispiel ist, für zu schützen. Das Ministerium der Kultur hat zum Beispiel Cellula geschützt oder andere Gebäude über Land oder in der Stadt, die viel mehr repräsentativ für den Modernismus sind. Und da ist es ja nicht von mir so, wir sind nicht mit der Klassifikation d'accord. Heißt ja nicht, dass wir da ipso facto so ein Foto machen. Nein, weil an diesem PRG gibt es Mesuren, die auch bei einem Nouveau Quartier das Entwicklungspotenzial erlauben zu realisieren, tout en préservant die Elemente, die den Moment, wo ihn dann zusammen das Projekt ausschafft, als die Valeur gesehen an integriert können gehen. Also dafür ging ich mich an dem Sinn schon dem Avis von der Kommission, an der ich selber auch bin, ausschließen. Wie gesagt, mehr nuanciert ausdrücken, wie das gerade verschiedene Seiten geschieht. Merci. Santé.
Merci vielmals. Ich werde mich kurz halten. Wir werden natürlich den Avis, enfin nicht natürlich, wir werden den Avis von der Kommission auch unterstützen, wie Member von unserer Fraktion an der Kommission mitgestimmt haben. Nichtsdestotrotz, ich wollte am Anfang geholt, mich und den Herr Costa sein Kommentar zusteipen und wirklich vielleicht an den Prozeduren, wenn wir so einen Fall haben, und wir haben gefühlt, dass wir nicht genug Informationen, nicht genug visuelle Material haben, dass wir das an amont mit diesem Service, die natürlich eine super Arbeit machen, aber vielleicht ein bisschen mehr Investigation machen, dass wir an unseren Kommissionen nicht brauchen, nur Fotos von Banden zu fragen und das dann plus als Argument zu nutzen, für dann ein Klassement dann nicht mehr zu stimmen. Vielmals merci. Voilà, merci. Also ich meine, für das Argument, ja, dass die soll so bei der Kommission all die Dokumente haben, die dazu passen. Ich meine, das ist evident und das muss ich gucken, dass wir das tun. Kommen wir aber zum Fonds. Da spüre ich ja eine allgemeine Ordnungs Unanimität und ich meine noch zu Recht. Ich verstehe zwar, dass Herr Philipp ein bisschen nach Schutz will holen. Wir schaffen ja viel mit denen und sie machen ja ein gute Arbeit. Das stellt ja keiner froh. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass das Argument, das Herr Radu gebraucht hat, hier geht es ja auch die Terrain, die Hannen drusen. Da Hannen drusen sie ganz viele Terrain, die auch der Stadt Lützeburg zu einem Teil gehören, wo also ein PHP wird drauf kommen, auch mit Wohnungen. Hier ist also nach einem Development Urbanistik wird Hannen Druck kommen, die ganz wichtig ist. Wenn wir als ein Navi gehen, dann hoffen ich, wir können ja auch dann versichern, nach mit den Mengen und den Menschen zu schwätzen, dass sie das können, unsere Navi mehr Rechnung drohen, weil wir gehen nicht mehr ein Navi. Und dann machen sie sowieso, was sie wollen. Aber Fakt ist aber, dass wenn etwas bis klassiert ist, dann haben die herno sollen eigentlich etwas mit diesen Gebäuden machen, aber wirklich viel mehr schwer für etwas dann Verständliches, etwas Ähnliches, das damit zu machen. Dafür mengen ich müsste man effektiv dem Minister aber und Herz legen, dem ein bisschen mehr Rechnung zu drohen, was mir so. Weil en plus, also der Staat selber, den sich selber schützt, und wenn er etwas will damit machen, dann muss er selber sich schon mit den Dispositionen herumschlagen. Ne? Dafür mengen ich wäre es schon gut, wenn sie alles gingen auf den Avis, den aber nuanciert, mengen ich genug ist, dass sie dem gingen, das kann ja mehr Rechnung drohen. So, wir stellen also den Avis, so wie wir es proposiert tun, zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Vielmals merci. Da kommen wir zum 10. Punkt, Modifikation du Statut. Pardon, Lotissement, ja, entschuldigt. Hast du dazu etwas zu sagen? Nein, sind wir damit d'accord? Ja. Merci vielmals. Dann den 10. Modifikation des Statut du CBS wird Ihren etwas dazu sagen? Nein, da stellen ich Sie zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Vielmals merci. Dann ein Oktroi de Subside. Sind dazu noch Wortmeldungen? Nein, wen hast du dafür? Dach, eng, ja. Madame Branca, ja. Merci beaucoup. Je souhaite exprimer mon soutien aux 4 subsides qui nous sont soumis aujourd'hui. Le mouvement Art International Dance Festival constitue une belle opportunité de renforcer le rayonnement culturel de notre ville à travers la danse contemporaine et les échanges artistiques au sein de notre grande région. Le projet Rendez-vous au Jardin permet de faire vivre notre patrimoine et nos espaces publics grâce à une programmation musicale accessible à un large public. C'est une initiative qui rapproche la culture des citoyens et contribue à l'animation de la ville. L'Ukraine Days joue un rôle important dans le dialogue interculturel et la découverte de la culture ukrainienne. À travers l'art, la musique, le cinéma et la littérature, ce festival favorise la rencontre entre la communauté et enrichit notre diversité culturelle. Enfin, le festival Euphoria
apporte une nouvelle dynamique à la programmation culturelle en mettant à l'honneur la richesse et la diversité du monde lusophone. Nous encourageons toutefois les organisateurs dans les prochaines éditions à élargir encore cette représentation en associant davantage d'artistes issus de pays tels que l'Angola, le Mozambique ou la Guinée-Bissau. Une telle ouverture permettrait de refléter encore mieux la pluralité des cultures lusophones et de renforcer la dimension inclusive, interculturelle et fédératrice de ce festival. Ces 4 projets témoignent de la diversité, de l'ouverture et du dynamisme de notre vie culturelle. Ils contribuent chacun à leur manière à renforcer l'accès à la culture, les échanges entre les communautés et à l'attractivité culturelle de notre ville. Pour ces raisons, je voterai en faveur de ces subsides. Merci beaucoup. Merci vielmals. Und ich freue mich dann, wer stimmt nach mit all die Subsidien. Merci vielmals. Merci. Dann Fondation Pescator, die man d'accord, einen positiven Avis zu gehen, wen ist d'accord? Merci. Und dann Affaire judiciaire, sind dort zu frohen. Wenn nicht, können wir so sicher gehen. Ja, wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci vielmals. Dann haben wir also Pensum für heute aufgeschlossen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Gehe ich Rendezvous. Freitag, 8. Für dann über die Schulorganisation von Seite vom Conseil zu schwätzen. Merci.